möchten. Es ist halt eine gemütliche Musik, jetzt ist ja. Also ich hoffe erst einmal, ihr hört was, aber. Möchten. Ich hab mich schon wieder selber. Hört ihr Musik? Snooze, Benny! Eine Speziale möchtest du, die kriegst. Snooze, Benny, merci! Bitte, bitte, bitte. Halt der mal nicht schreien. Warum auch immer schon wieder Donation Sounds aus die verfickten Boxen rausgekommen. Leute, ich weiß nicht. Ihr hört wahrscheinlich keine Donation Sounds nicht, das tut mir leid für euch. Bandelhans, ich versuch's zum Lesen. Was war denn da schon wieder? Bandelhans. Habe ich dort alter Mann lange nicht mehr gesehen, glaube ich, der Kind da ist fit in Land, ich grüße es mit der Face. Mit der Face! Vergeht's gar. Nein, Popomann, ja. Du Volldepp. Ich muss halt deswegen lachen, weil es aus der Feder eines Berlin Squad Members kommt und dann muss ich halt einfach lachen, wenn es heißt Popomann. Alter, merci wie jedes Mal. Stop it. Ich werde halt nicht eskalieren. Vielleicht hilft das. Ich probier's aus. Was? Jetzt habe ich Zuckerblät gelesen anstatt C4-Blade. Merci für den Fünfer. Habe ich dir einen geilen Abend allen. Merci dir. Hey Jodel, merci für den Fünfer. Wen haben wir noch? Schmiedi, für einen Euro. Servus, Birger. Servus, habe ich dir zurück. Wer war der andere? Der Jodel Maxi. Habe ich dir Babene. Leid. Heute haben wir erst einmal, bevor wir überhaupt irgendwas lesen. Schnauze jetzt. Habe Evans, Birger, Micke, heute ist Kindheitsflashback-Zeit. Stolzer Leben schon wieder. Servus, Birger, auf einen geilen Flashback. Bussi aufs Nussi, merci für deine 120. Leid, please. Oh, na, Alter, du bist mir gerade aufgegangen. Hau ab. Gibt's kein Pixel Pizza, bin raus. Ja, Evans. Hör, ich wollte heute einen ruhigen machen. Damit vielleicht immer weniger Leute mit dem Geld, aber dann schmeißen sie jetzt der Pfanzelsepp drin. Der wieder nichts anderes kennt wie 15 Euro. Ich verstehe es nicht. Was? Nein, das tun wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Außenbahnen tun wir nicht, nein. Busse gehen wir ihm, ja, das gehen wir ihm. So, ja, ich richte es ihm aus, schreibe ihm zu, habe ich dir. Pfanzelsepp, merci. Welcome back. Wer war jetzt da noch irgendwie? Caroline, merci für den Zwickel. Wer war der Jodel? Das war der Mr. Daniel. Nehmen 30 Kilo Geldgeiler Wichser und 50 Kilo Pro-Gamer. Zack, bam, Birger. Du schätzt, die wiegt bloß 80 Kilo. Merci, oder? Nein. Just, was? Servus, Birger. Ich will's in Popomann. Hashtag Full Homo. Tut mir leid, bei schwulen Witzen muss ich lachen. Ist das schlimm? Ich hab die Genehmigung vom Pralin Squad, ich darf lachen. Flo, as always, ich sag schon nichts mehr, heute regen wir uns nicht auf. Vielleicht wird's dann besser. Offensichtlich ja nicht, aber vielleicht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Flo, Pussy aufs Nussi. Hasti, vergelt's für dein Drilling. Wen haben wir noch gehabt? Einen Pfanzel, den habe ich nicht übersehen. Dann haben wir ein neues Mitglied. Das ist schon wieder nicht triggert, wieder, wo ich mich extra darum gekümmert hätte, habe ich gemeint. Mitglied Maxwell. Achtung! Maxwell, Pussy aufs Nussi, merci für die Mitgliedschaft. Snooze Benny! Nicht Snooze Benny, sondern Babeni! Achtung, Verwechslungsgefahr! Babeni! Da Benny! Was kleine Buchstaben alles ausmachen können. So, jetzt kriegst du erstmal einen Haufen. Und Facebookler sind halt Facebook Gaming Live. Ja, wenn man einfach so Facebook sagt, dann lochen alle anderen. Dann wird es mit gelacht. Man muss aber auch dazu sagen, dass auf Facebook mehr Leute zuschauen wie auf Twitch. Aber sagt es keinem. Ich hab mir schon was denkt dabei. So ist das nicht! So, habe die Ehre an! Die Frau Gant, an den Maxberger Andi, an die Sandra Wenger, hätte ich fast Wegner gesagt, Entschuldigung. Rotkopfsteff, merci für den Euro. Snooze Benny haben wir schon gehabt. Maxwell haben wir auch nicht übersehen. So, ich habe leider keine Sounds nicht drin. Ihr hört, glaube ich, auch keine Donation Sounds. Ich weiß nicht, was die OBS da überdenkt. Habe dritte Zeit, was? Seit der Sommerpause das erste Mal wieder live dabei. Heute Hashtag scheiß Nachtschicht. Ja, das, also, da kann ich nicht so wirklich, da weiß ich wieder nicht so wirklich, weil Schicht habe ich noch nie gearbeitet in meinem Leben. Mache ich aber auch nicht. Ja, ich kann mir es nur grob vorstellen und das muss richtig hart asozial sein.
Habe die Ehre an! Den Herrn Zangler, den Kampfkeks, den Baumgartner, den Fortnite Beta 2.0, den Firehunter, am Syntiger, am Highlander, am Herrn Scheibenzuzer, den Bele, Simon Büchsgüchs, der Melli Hübel. Auf Facebook haben sie voll Frauen. Schön, auf Facebook erreicht man dann auch mal die Damen. Hey, da ist schon wieder eine Marina und ein Maxi. Ja, schon. Entschuldigung. Ja, Gleichberechtigung hier. Dann, wen haben wir Neues da? Ein Leute, die plaudern, ein Kopf an Scheiben. Was ist denn ein Scheibenzuber haben wir schon gehabt? Der Rosabdinger und was weiß ich, wen Neues. Leute, heute habe ich. Barbeni, ein Zuckerl rausgereiht. Ein Zuckerl habe ich rausgereiht. Fucking Pizza Connection von fucking 1994. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Hälfte von euch noch nicht mehr auf der Welt war. Mosi, vergesst wieder rüber. Schöne Grüße aus an den Stefan. Oh, Mosi. Hähnchenbau, hast du jetzt endlich eine Freundin gefunden? Entschuldigung, Hähnchenbau, Bussi, Mosi, Nussi, Hashtag nicht die ab in den Chat. So, wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich nicht. Wer wirft da schon wieder mit einem 20er? Das die Games. Warum ist nicht da gezeigt worden? Weiß ich nicht. Da kommt's. Hey, was ist das so? Kein Wunder, dass ich so einen Ranzen kriege, wenn ich dir die ganze Zeit beim Kochen zuschaue. Hey, ich kann euch beruhigen. Das Game, Alter, erstmal Merci. Chillt jetzt mal Runden. Ja? Wir haben einen Soll schon wieder 5-fach erreicht. Das ist Ruhe. Sei gegen Mensch. Ich bin heute mal nix. Ups, natürlich. Hashtag, ja genau. Ja genau. Da drin ist. Geh halt weg. Er pfanzelt, ich lese vor. Ja, Mann, jetzt bin ich wieder da. Der Wirtshaus Franz. Ich bin der Wirtshaus Franz. Finden die Slide wirklich gut? Ich versteh's nicht. Hashtag, fliegt der Kuh übers Dach, geht der Wind nicht gerade schwach. Herr Pflanzelt, ich mag bei dir auch schon nichts. Ich mag nichts sagen. Ich mag nichts mehr sagen, Alter. Das war zu viel und du weißt das so, du weißt das seit 2 Jahren fast. Und jetzt ist er Ruhe, Alter. Merci. Pussy aufs Nussi. As always. Und jetzt ist er Ruhe. Ich mag keine mehr haben jetzt. Leute, das ist der absolute Kindheitsflashback für mich. Pizza Connection war eines der ersten Spiele überhaupt, also gepaart mit Monkey Island und so, genau auch zu der Zeit. Und da werden sich einige wahrscheinlich jetzt wundern, so, wow, geil, Pizza Connection, wie ist das spät? Das ist 26 Jahre alt, Alter. Ja? Also zu viele erwartet man nicht, aber für das 26 Jahre, das ist ziemlich geil. Das werden wir herausfinden. Ich werde so viel in der Vergangenheit schwelgen, wie ich kann, was ich noch weiß und versuche zu mir erklären. Vor allem auch, was mit dem Kopierschutz damals auf sich hatte und mit dem Kochbuch und früher, da war alles anders, da war die Welt noch in Ordnung. Flo, vergesst gar nicht, koch sauber auf, aber don't touch my Spaghetti. Ich weiß gar nicht, ob man Spaghetti auffüllen kann, das weiß ich nicht mehr, aber egal. Nein, jetzt, Alter, Hirti. Ich warne dich. Das war mit dem Richtigen. Babytöte. Hirti, was soll ich sagen? Was soll ich machen? Bussi, Alter. Chillen. Chillen. Wenn wir nicht ausflippen. Einfach sagen, Hirti, von ganzem Herzen vielen herzlichen Dank, Brudi. Ja? Heute wird nicht eskaliert. Nein, Pizza Connection ist kein Spiel des Eskalierens. Nein. Just know. Hört sie die Hintergrundmusik. Hört sie die Hintergrundmusik. Hört sie das. Schaut die noch eskalieren aus. Ja, ich sag nein. Hitschese! Hallo Mosi, kommst du noch rum auf eine Pfeife? Hashtag Netti. Trifft euch ein wenig. Bierblädel! Was wer war, das jetzt ist er Ruhe. Ihr zwingt's mich halt aber auch indirekt dazu, dass ich irgendwann nochmal anblähen muss, aber nein. Nein, heute nicht. Not today. So, Uzi, vergeht's gut. Matt der Bauer an der Leiten, nicht der Beidel an der Seite. Hashtag Kappert. Ja, den kriegst du, der kommt heute auf die Nacht per DPD Express. Oder so. So, Leute, jetzt ist er Ruhe. Donations sind dann sowieso aus, drauf geschissen, die machen wir jetzt ganz aus. Und jetzt, ich hab da ein wenig umeinander manken müssen. Ja? Das Spiel ist uralt. Es läuft auf der DOS-Box. Ja? So. Und damit ihr seht, wie früher so ein Spiel gestartet habe, mache ich das jetzt noch mit zu. Und
schalte jetzt da mal auf meine Zockerumgebung um. Was das da genau über mir ist, das zeige ich euch dann gleich. Damals, anno dazu mal, hat's noch keinerlei Breitbildbildschirme gegeben. Darum gibt es das Spiel ja bloß in einer 4:9 Auflösung. Darum, schau dir das so. Kaboom, Alter. Das allein, wenn ich sehe die Sachen, dann geben wir das Herz auf wieder. Da geben wir das Herz auf wieder. Schau dir, das Logo. Perfection, Alter. So. Eins nach dem anderen. Alter. Es spielt nicht mal Sound, deswegen habe ich diese Hintergrundmusik rein, weil ich mir gedacht habe, dann ist das so leise, das ist ein totaler Chaos. So, dann habe ich mir gedacht, ich baue das da so zusammen. 4:3, Entschuldigung, 4:9, das bin ich für Trottel. Da so einer gebaut und da oben drüber über mir, seht man schon, was steht da? Moment, das muss ich mir jetzt selber da einmal aufmachen, damit ich da ein wenig mitlesen kann, so ist es nicht. Pizza Connection, der große Städteführer, für was wir den brauchen, das war so der indirekte Kopierschutz damals. Da war so ein Heftal dabei und da kann man ja auch mal durchscrollen. Ich hoffe, ihr seht das auch, ja. Es ist natürlich ein bisschen klar. Es tut mir leid, aber ich muss den dauerhaft einblenden haben, weil neben dem Städteführer gibt es nämlich auch noch das große Pizza-Kochbuch. Da kann man auch durchscrollen und da haben die ganzen Rezepte für die Pizzas drin und so. Und wenn du den nicht gehabt hast, dann kannst du keine Pizzas machen. Es kommen einfach keine 4:9, was soll denn das? Das ist die gute Auflösung, das ist die beste Auflösung. Was? Ihr hört keine Musik, muss ich leider mal, lauter mal, warte. Machen wir mal so. Jetzt? Besser? So, 35? Ist das okay so? Schon, oder? Ab in den Chat, ich weiß nicht, ist wurscht. Babene, wenn einer Babene schreibt, dann passt. So, auf alle Fälle stehen da Telefonnummern drin. Also in diesem Städteführer stehen eine Telefonnummer drin. Es gibt verschiedene Städte, wo du da dein Restaurant öffnen kannst und in jeder Stadt gibt es verschiedene Stati, wie viele Kinder das gibt und Jugendliche und wie viel Mieten sein und wie Kriminalität ist und lauter so ein Scheiß. Und dazugehörige, sagt man da, Telefonnummern. Das war damals der Kopierschutz. Wenn du die Telefonnummer nicht gehabt hast du kein Gebäude mieten können. Und da ist natürlich immer noch der Fireworks Games schreibt, wo wir das kaufen. Auf GOG gibt es zum Kaufen. Und da haben auch diese PDFs dabei. Und ich hab das auch noch in der Boxed-Version relativ jung irgendwann mal gekauft. Also vor 15 Jahren oder so, oder vor 10 Jahren. Da habe ich da eine Boxed-Version, da haben diese PDFs ebenfalls auf der CD drauf. Das war irgendwann auf so einem Gruß-T-Shirt, war das irgendwann einmal. Und dann habe ich gesagt, genauso wie jetzt, habe ich es da so links so, wow, leck, alter Pizza Connection. Best fucking Game ever. Was kostet es mir? Scheißegal. Nimm mit. So, auf alle Fälle, was man mit den Telefonnummern und so weiter, das versuche ich alles so ausführlich zu mir erklären, wie ich es noch kann. Ja, jetzt fangen wir erst einfach einmal an. Einfach an. So. Pizza Connection. So, das ist mein Mauszeiger. Ich hoffe, der ist bei euch einigermaßen flüssig. Ich denke schon. Also, ich habe da auch keinen ausgefüllten Monitor nicht. Ich habe das in einem Windowed-Version und habe mir das natürlich groß skaliert. Die Grafik ist halt, wie es ist. Ja, damit wir leben damit. Jetzt fangen wir einfach mal an. Was jetzt kurz testen muss, ich habe heute Nachmittag einmal kurz ein Testspiel gespeichert, ob das funktioniert. Ja, funktioniert. So. Neues Spiel. Wir spielen natürlich nicht im Missionsmodus. Ich glaube, den habe ich. Altes Spiel. Ja, hast recht. Ist korrekt. Wir spielen nicht im Missionsmodus. Ich glaube, das habe ich auch damals nie getan. Nie. Ich weiß gar nicht, was da dann der Plan ist, was wir überhaupt tun müssen. Ist auch völlig wurscht. Wir spielen natürlich den Freimodus. Ja? Zack, das Bündchen. Und dann können wir unseren Charakter auswählen und wir können irgendwie, ich sag's euch auch, wie es ist, ich weiß bis heute. Das habe ich damals schon nicht gewusst. Und wie ich eine andere Person spiele. Ja? Normalerweise bin ich davon ausgegangen, ich gehe da rein, ich markiere da irgendwann und dann bin ich der. Ja? Wir haben da links dabei der Klaus Klumpen. der Klaus Klumpen. Das ist ein guter. Schauen wir mal erstmal, wie wir machen. Den Willi Wurzel. Der hat halt natürlich verschiedene Stats, ja. Geld 8000. Geld ist das einzige, was zählt, sage ich euch auch ganz ehrlich. Ein Alter und eine Beliebtheit, Gesundheit, Energie, Intelligenz, Charisma, Gewandtheit, Persönlichkeit, Kochen und Mut. Was das, warum man da durchschalten kann, das weiß ich nicht. Ich glaube jetzt gerade. Ich habe nie auf die zwei Pfeile aufpasst, since 1994, Alter.
Ich glaube, jetzt gerade habe ich herausgefunden, wie man einen anderen Charakter spielen kann. Nach 26 Jahren! Darauf ein... Glaube ich. Ich glaube, jetzt habe ich es gerade herausgefunden. You fucking serious? Well. Wenn ich euch jetzt sage, wie lange das man braucht habt zum herauszufinden, wie man Gäste in sein Restaurant kriegt. Da weiß 2 dafür wieder. So. Ich gehe einfach mal alle durch. Wen haben wir da alles? Wo war der Willi Wurzel? Das war so der Stand. Also ich habe mein Leben lang immer nur einen Willi Wurzel gespielt. Was anderes kenne ich gar nicht. Und da gibt's ja unendlich viel. Wer sind denn die alle? Alter, was ist das gewesen? Hanno Holbein. What the fuck ist das, Alter? Mr. M-Set, Windows 98 gestartet. Okay, ich koche mir noch eins im Gänge-Menü. Plus 99% geladen. Ich kann noch gepflegt nach Senegal segeln und Urlaub machen. Mr. M-Set, merci für deinen Fünfer. Ja. Oh, Geld 0. Was der Rudi Ratlos dann so tut in seiner Freizeit mit 0 Geld, weiß ich nicht. Also, da schauen wir uns mal hin. Der Werner weiß nix. Dann haben wir einen Lars Langfinger. Einen Hanno Humpf. Oh, der schaut gefährlich aus. Schau dir den an. Da hat er brutale Stats. Gibt er mit das. Der kann zwar keinen Stecker nicht kochen. Der hat kochen 10. Aber er hat 18.000. Das ist ja schon Maps. Du schon Maps, ne? Moment mal, da könntest du mich austoppen. Muss man das wieder aufmachen, sonst kenne ich mich nicht aus. So, passt. Mr. Fink! Herr Pfanzelt! Das im Schrein krieg ich hin. Siehst das Mädel, das mir gefallen, aber bist halt schon ein Schnodern. Dann die Weiber gern besonders mit die feinen Herren und die Resi liebt den Franz. Auch grad zwecks seinem Mordstrom schwarzer Hut mit Federn drauf. Jetzt hab ich verstanden. Herr Pfanzl, dein 15 hab ich übersehen. Kalle Schwänzen, dein Euro hab ich auch übersehen. Mosi hab ich auch übersehen. Leute, Schluss jetzt mit Donetten. Ich muss ganz viel erklären, weil das Spiel, ich bin jetzt schon wieder voll. Ich bin voll drin. Best Game ever. So. Merkt man so mal an Hanno Hanf. Wir nehmen uns dann natürlich noch um, wenn es geht. Ja, geht. Schau hier. Also, jetzt hat er gar keinen Namen mehr. Egal. Elli Ehrlich, 9000. Mike Müsli, der Ludwig Lücke, Katja Klecks, Marianne Müsig. Das ist die einzige, die einigermaßen realistisch ausschaut in dem Battle drin. Der Emil Emmerich, Lydia Locke, Bruni. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Ich schwör's euch. Das hab ich nicht gewusst. Ich hab immer da rechts irgendwo umeinander geklickt und keine Ahnung was. Und keine Ahnung was. Und hab mich dann nämlich gewundert, warum ich wollte mit der da sein. Warte, der Donald, wo ist denn der Donald Trump? Da, Donald Trump, weil der hat nämlich 20.000. Bam, Alter. Beste Brudi. Beste Leben, Alter, mit 20.000. Da brauchst du keine. Ja, das zeige ich euch später. So, wir nehmen aber ganz was anderes. Wir nennen unsere Pizzeria. Währenddessen Vorschläge ab in den Chat. Thorsten Troffart. Oh, der schaut auch realistisch aus. Das könnte der Entwickler sein. Wer weiß, Alter. Wer weiß. Beliebtheit 69. Wer war das? Wo? Beliebtheit 80. Beliebtheit... finde ich nicht mehr 69. Egal, wen haben wir noch? Axel Achse. Nice. Der schaut auch gefährlich aus. Der Ole Olsen. Die ganzen geldigen Diving, die alle 15.000 aufwärts haben, die haben alle kochen 10. Pizzeria. Pizzeria gefällt mir gut. Bürgeria gefällt mir allerdings auch gut. Weißt du, wie wir es nennen? Bürgeria 9000, Alter. Bürgeria 9000, Alter. Bürgeria Bobene, so nennen wir es. Bürgeria Babene. Baben. Bürgeria Baben. So. Enter. Nice. Dann haben wir noch einen Bert Braun. Das schaut also noch in Trivikler aus. Bodo Brülski. Bodo Brülski hat eigentlich ganz gut passen, oder? Edgar Ätzend. Da, Dulle! Alter! Bruder, der hat 100.000 am Konto! Hat aber Charisma 0. Also ein ziemlicher Huso. Der Husu Abdullah. So müssen wir uns nennen. Gunther Grieskram. Dora Drüse. Warum sagen? Nach 26 Jahren, Alter. Ich scheiß einen verfickten Ratzen, Mann. Gerd Grimmig. Wilma Wirbel. Stefan Sturm. Sebastian Seltsam. Klaus Kapf. Toni Torschall.
Ilja Iganov. Und der macht eine Hundepizza, glaube ich. Susi Super! Boah, leck, Susi Super ist brutal. Gib dir Susi Super. Ja, 23.000 am Konto, das geht ganz anders. Schau dir das an. Kochen 90. Mut 20. Ja, weiß nicht, was das bringt. Beliebtheit massiv, Gesundheit, Energie, Intelligenz. Alter, Susi Super. Die nennen wir jetzt Birgit. Birgit Busen, Alter. So, Birgit Busen ist brutal, die nehmen wir. Für alle, los geht's. So, und dann sind wir schon da. Straight einer, keinerlei Soundeffekt, scheiß der Hund drauf. Jetzt wählen wir erst einmal aus, in welcher Stadt das wir gehen. Ich muss zugeben, ich erinnere mich nicht mehr, was für Stadt ich in der Regel hergenommen habe. Keine Stadt gewählt. Da können wir jetzt gleich mal in den Städteführer da über mir schauen. Ja, so. Da nämlich halt zu jeder Stadt immer so, ich lese euch das vor, das werdet ihr nicht lesen können da oben drüber. Es gibt, angefangen bei Paris, was am Anfang wichtig ist, als Mietniveau. Wie hoch sind die Mieten, wie groß sind die Räume? Und es gibt ein paar wenige, in Moskau zum Beispiel ist Miete sau billig, die Räume riesengroß, aber die Kriminalität extrem. Paris, wie schaut's da aus? Mietniveau hoch, Geschäftsräume groß. Da fangen wir aber nicht an, das ist nicht der easy way. Dann gibt's Berlin, gekennzeichnet mit einem Punker. Sehr treffend, Leute. Sehr treffend. Muss ich da mal schnell raustappen. Hoppala, dann muss ich was schauen. Hoppala. Wieso kann ich das da nicht auf Zeiten ziehen? Sag einmal das. Machen wir so, weil der Alerts einfach nicht mehr angezeigt werden. Wer war jetzt dieser? Seiching, da gibt es sogar ein Paradies zum Donald Trump. Damals schon. Hansel! Nein, wir eskalieren heute nicht. Hansel, wir eskalieren heute nicht. Servus, Birger, lieferst du deine Pizza nach Österreich? Ich glaube, dass er mir sogar in Österreich unser Restaurant aufmachen. Herr Hansel, merci dir. Bussi aufs Nussi. Merci, Leute. Mr. Fink, merci für den Drilling. Seiching, merci, Herr Pfanzl. Das hab ich schon gelesen, gell? Alle anderen auf YouTube, Bussi aufs Nussi, sorry, wenn ich es übersehen habe. Warum ist da keine Musi mehr? Warum hier nicht keine Musi mehr? Hallo? Was ist denn das jetzt für ein Kass? Warum ist da keine Musi mehr? Hallo? Jetzt sind nur eine Musi? Ich höre keine Musi. Warum höre ich keine Musi? Fixletten! Ich höre keine Musi mehr. Warte mal. Ich höre einfach keine Musi mehr. Was? Sag mal, spinne ich jetzt oder was? Hey, keine Musik mehr. Was soll das? Stop it! Muss ich was probieren? Moment. Tust du mal den Stecker her? Also ich höre Musik, ich höre jetzt keine, aber das haben wir gleich. Warte mal. Moment. So, jetzt können wir es auch wieder ein bisschen leiser machen. So. Wegen laut, aber gut. Das ist besser so jetzt, oder? Das ist auf alle Fälle geschmeidige Sache so. Viel besser, Leute. Viel besser. So, bitte leiser. Für alle geht's. Haben wir's schon. So. Dann haben wir Berlin. Wie schaut's in Berlin aus, oder? Mitniveau, mittel. Größe der Geschäftsräume klein. Ja, das gefällt mir auch nicht wirklich. Gehen wir weiter. Moskau! Ah, super blöd! Mit einem lustigen, wie heißt der tanzt da eigentlich, den er da aufführt? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal da. Mitniveau sehr niedrig und Größe der Geschäftsräume sehr groß. Dafür ist aber halt auch Qualitätserwartung ist sauniedrig, Kriminalität ist sehr hoch und aber ansonsten ist halt alles für den Arsch. Super blöd halt. Ja? Super blöd. Weiter.
Und da haben wir wen, ja? Wen haben sie da dargestellt? Wer soll er sein? Was das Haus sein soll, das weiß ich nicht. Wo haben die Werner bitte? Werner bitte, wo? Wo sind die Werner bitte? Ich weiß schon, die Österreicher mengt Werner nicht, aber ist egal. Was soll das Haus darstellen? Was ist das für Symbolik für Wien? Also, dass jeder Schwarzenegger sein soll, ich meine, das ist eh klar, oder? Das ist eh klar, oder? Aber was soll das Haus? Verstehe nicht, verstehe die Frage nicht. Was haben wir da wieder? Herr Bayer, merci wieder in Zwickel. Schicksal, dass ich gerade Pizza Servus... Servus aus Sachsen. Habe ich gesagt, verstehst du schon, was ich sage? Merci dir. Und der Herr Stieber, merci dir für den Zwickel. Der Mann, schöne Grüße aus Schönau. Bussi zurück, schöne Grüße aus Landau. Reimt sie. So, das ist ein großes Scheißhaus. Das ist ein Popeye. Dere Bürger Hobheit. Anni ist aber Steirer. Ja, aber es ist halt Österreich, ja. Bürger, das ist weniger Spiel, nicht mehr Musik machen. Ja, Herr Moser, ich soll ja mehr arbeiten und weniger faul umeinander liegen. So, weiter geht's. Wie schaut's in Wien aus? Keine Ahnung. Mietniveau sehr hoch, Größe der Geschäftsräume durchschnittlich. Können wir uns nicht leisten, Alter. Unser erstes Restaurant machen wir sicherlich nicht in fucking Wien auf. Ja? Hilft nicht, hilft nicht. Dann kommt Athen, ja, zu den Griechen. Was Griechen mit Pizzas zum Tor haben, das weiß kein Mensch nicht. Weiter geht's. Aber da ist zumindest, schauen wir mal her, das Mietniveau schon mal niedrig und die Geschäftsräume sind durchschnittlich. Das ist schon mal sehr gut. Das ist nicht zu weit unten und nicht zu am Arsch, aber auch nicht zu weit oben. Halten wir uns einmal Athen im Auge. Athen, gute Sache. Da haben wir noch Zürich. Wo sind die Schweizer? Schweizer. Habe Dritteli. Da brauchen wir auch gar nicht nachschauen. Mietniveau sehr hoch, Größe der Geschäftsräume sehr klein. Das ist der Ultra-Hard-Modus, da habe ich gar keinen Bock nicht. Madrid! Jetzt hätte ich fast gesagt, Babeni, was sagt denn der Spanier von Welt so? Si. Si, Senor. Keine Ahnung. Cycling, das Haus soll die Quarantäne. Ich glaube auch. Ja, die waren predicted. 26 years. Merci dir. Wie schaut es in Madrid aus? Mietniveau niedrig, Geschäftsräume durchschnittlich. Also eigentlich wir eigentlich Athen. Was gibt's noch? Rom. Natürlich machen wir da einen Papstteil, wen auch sonst. Wie schaut's da aus? Mietniveau wieder niedrig, Größe der Geschäftsräume durchschnittlich. Also Athen, Rom oder Madrid. Wo kann man noch hin? Was gibt's noch? Stockholm. Wo ist das? Bei den Schweden, glaube ich. Das soll ich eigentlich wissen. Mietniveau hoch, Größe der Geschäftsräume groß, alles andere ist durchschnittlich. Sacre bleu, sag ich da. Sacre bleu! Und dann glaube ich, oh, London haben wir auch noch. Die Engländer haben wir auch noch. Ja, da ist ein Big Ben und natürlich ein Tee-zuzelnder alter Mann. Wie schaut's da aus? Mietniveau hoch. Kannst mir auch gleich am Arsch lecken. Und dann war's es auch schon. Ja, dann war's es auch schon. So, scrollen wir da mal ein bisschen weiter. Und dann schauen wir. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin, Leute? Ab in den Chat. Madrid, Rom oder, was war das andere? Athen. Irgendwo da gehen wir hin zum Start. Unser erstes Restaurant ist da drin. Das zweite Restaurant können wir dann eigentlich, das können wir dann morgen holen. Rom, Wien. Wien stand nicht zur Auswahl. Ja, Rom. Stockholm. Madrid, Stockholm, Rom, ich glaube Rom, hä? Rom, oh ja, Rom. Madrid, Athen, Rom. Die fressen doch keine Pizza. Athen, Rom, Stockholm, Rom, Athen, Landau. Stockholm, Madrid, Rom, ja, Rom. Kinder, wir gehen nach Rom. Ab nach Rom. Keine Stadt ausgewählt, Rom. So, dann passiert Folgendes. Wir gehen in die Stadt Rom. Marktführer, keiner. Gibt ja noch keine Pizza. Also wir haben auch Gegenspiele. Ja, also es hat eine KI damals schon gegeben, die gegnerische Restaurantführer da mitspielen lässt, auf gut Deutsch gesagt. Dann gehen wir jetzt da einmal rein. Wieso? Schau dir dieses fancy UI an. Ja? Also wenn's 94 schon so ausgeschaut hat. Ja? Kannst du sagen, was du merkst, Alter? Zeitlose Grafik, for fuck's sake. Nice one. So, was wir hier sehen, das ist die Stadt in der Vogelperspektive. Man kann da dann reinzoomen, da klickst du einmal da so in das Ding rein. Dann kannst du reinzoomen. Bam, Alter. Stufe 2. Nochmal. Bam, Alter. Stufe 3. Weiter geht's nicht mehr. Und ganz ehrlich, für 26 Jahre. 26 Jahre ist das echt akzeptabel. Autos fahren umeinander und ein paar so. Und es ist halt handmade natürlich, also es wird nicht random generiert, ich glaube, es schaut immer gleich aus. Keine Ahnung.
Ja, kann man schon mal lassen. So, wie kommt man da wieder raus? Rechtsklick, kannst du wieder rauszoomen. Ah, das hat man damals schon gewusst. Wo ist das Kolosseum? Irgendjemand hat gesagt, da ist irgendwo das Kolosseum. Das ist kein Kolosseum. Wo ist das Kolosseum? Ich sehe kein Kolosseum. Ist dieses Kolosseum? Was ist das da? Was soll das darstellen? Ja, da kann man dann auch zoomen, scrollen mit den Pfeiltasten. Ich glaube, von WASD hat man damals noch nicht recht viel gewusst. Was ist das da? Hotel Toskana. Ja, dann kann man diese einzelnen kleinen Elemente da, die kann man dann anklicken. Und rechts oben sieht man dann Stats einfach dazu. Was für ein Bezirk das ist und wie viele Kinder und Jugendliche und Geschäftsleute und so weiter und Arbeiter da sind und ob man das Ding kaufen oder mieten kann, steht ganz rechts oben. Geschäftsraum zu vermieten, kaufen und mieten, also man könnte beides. Was? Der Text schreibt, das war ein Grafikwitz, 95 gab es noch kein Kolosseum. Das kann ja sein, keine Ahnung. So, und da gilt es jetzt außer zum Finden, was zum Verficken, wir kaufen uns jetzt quasi, oder wir mieten, weil kaufen kannst du es noch nicht. Jetzt zoomen wir erst einmal da außer. Dann kann man da oben in den Karteikarten umschalten und da haben wir da Bezirke. Offensichtlich gibt es einen nördlichen Bezirk. Das ist der Vittoria. Steht auch immer rechts oben in diesem Statusfenster. Da ist auch das Datum und die Uhrzeit von dem heutigen Tag und unser Geldstand. Wir haben 23.000 deutsche Mark. Der untere Bezirk ist Quirinale, keine Ahnung, und was ist das da links? Der Trionfale. What the fuck, Alter, keine Ahnung. Also wir gehen mal irgendwo in den Norden oder in den Süden, die haben beide gleich groß. Ich glaube, wir gehen mal in den Süden, der ist ein paar Pixel größer, weil oben ist der braune Kakao, da gehen wir nicht ein, das gefällt mir nicht. Gehen wir auf die Karte, zoomen wir raus und holen wir uns quasi in der linken Hälfte unten, sagen wir mal da irgendwo, schauen wir jetzt mal, ja, das ist doch gut. Gehen wir da her und da schauen wir jetzt einmal. Schauen wir mal, was da so gibt. Ja, klicken wir drauf, Wohnhaus, Geschäftsraum. Preis, oh, die Miete ist bei 3.315 im Monat, das kriegen wir hin. Was mich schon wieder ein bisschen nervt, ist, dass das automatisch umgeschaltet, dass ich es nicht mehr lesen kann und vorlesen kann. Und das Ausmaß ist bei 15 mal 13. Weiß ich nicht, Meter oder was weiß ich, aber Einheiten halt. So groß ist der Restaurant. So, und dann steht drunter, das Maklerbüro ist Adriano AG. Ich ganz ehrlich, ich erinnere mich sogar noch an den Namen. Ich erinnere mich an Adriano AG. Keine Ahnung, ich habe sogar so Fotogedächtnis-Flashback. So, was müssen wir jetzt tun? Jetzt gehen wir da raus und gehen wir in unseren super tollen Städteführer. Dann scrollen wir nach Rom. Ah, da war Rom. Dann haben wir da wieder dieses Mietniveau, bla 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 bla. Und dann ist drunter die Telefonnummer. So, damit wir dieses Ding mieten können, müssen wir die Adriano AG anrufen. Und die Adriano AG muss da irgendwo stehen. Jetzt pass auf. Unter Makler. Ja? Du hast Makler, du hast Banken, du hast Behörden, du hast Versicherungen, du hast sonstige. Unter anderem zum Beispiel die Sizilianer. Die kannst du rufen und dann kannst du deine Gegenspieler sabotieren lassen und so einen Scheiß. Aber wir brauchen die Adriano AG und das ist, hoppla, nicht blau markieren, weil das glaube ich 6 Jahre, dann sagt erst recht nichts mehr. Sie mit 3459237. So, wo war jetzt das scheiß Telefon? Das weiß ich nicht mehr. Was ist eigentlich das da alles? Was ist das? Ah, okay, da kann man die Stadt wechseln, das wollen wir aber nicht. Was haben wir da? Birgit Busen! Freimodus 1, Score 10.000, Tagesbeginn 9 Uhr. Da fangen wir viel früher, Alter. Da fangen wir schon um 3 in der Früh fangen wir an. Ja, ich muss so viel verzeihen, Alter. Tagesbeginn 3 Uhr, schlafen, Alter. Wer schlaft, verliert. Was kann man da alles machen? Charakterwerte Birgit Busen. Ja, das ist eigentlich richtig. Warum bin ich noch nicht selber drauf gekommen? Warte mal. So, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 7. Ring, 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 Motherfucker, ich will dein verdammtes Restaurant mieten. Was denkst du wohl, du mieser alter Penner? Kling, 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 ich will ein verdammtes scheiß Zimmer. Wer weiß, aus welchem Film das ist. Wer das weiß, der hat wirklich Ahnung. Der muss ich wirklich dann mal gestehen, der hat wirklich Ahnung. So, jetzt rufen wir da irgendeinen Zipfelklatsch an. Die ganze Scheiße da, die sehen wir nachher noch. Telefon, das da vielleicht. Ja, wunderschön. International Telnet Terminal. Loading Multimedia Library. Oh. Die waren aber schon fortschrittlich. Kruzifix, Alter. Wir brauchen einen Makler. So, Makler, keine Einträge.
Ja gut, die muss ich erst einmal die Nummer eingeben, dann kann ich es automatisch wieder wählen. Ist das diese Matrix? Ich weiß wirklich keiner, gell? Oh, Clara! Und Chris N. Heilige Scheiße, da haben wirklich Leute mit Ahnung da. Und der Zapata. I'm fucking speechless, Alter. Da bin ich fucking speechless, bin ich da. Not bad, Leute. Not fucking bad. Bertelbrüder ebenfalls. Bierblödel, der hat's auf Twitch, der kann so nicht gelesen haben normalerweise. Nicht schlecht, Freunde der Sonne. Ja, ein paar haben doch dabei, So, wir kommen jetzt damit raus. Telefonieren möchte ich. Neue Nummer. So, tipp mal ein jetzt. Kann leider nichts lesen. Warte mal. Muss jetzt da aufscrollen. Da bin ich jetzt richtig, richtig sprachlos. Das ist so, was denkst du wohl, was ich will? Ich will ein verdammtes scheiß Zimmer. Du mieser alter Penner. Was denkst du wohl, du mieser alter Penner? Ich will ein scheiß verdammtes Zimmer. So. Telefon 3 4 5 9 2 3 SIM. Warte auf Verbindung. Genau, und das hast du halt einfach nicht machen können, wenn du dieses Heftel nicht hast. Ja? Hast einfach die Natur aufgegeben, Magna Bro Adriano AG, was kann ich für sie tun? Babene! Und jetzt kommen wir da, also die Deutung der Buttons da auf der rechten Seite, die ist natürlich auch sehr frühzeitig, aus den frühen 90ern, aber ich drücke jetzt einfach mal auf den Daumen nach oben. Ja? Das war der Mark Zuckerberg, glaube ich, hat das auch eine Zeit gespielt und seitdem gibt es einen Like-Button. Zack. So, ich möchte diesen Laden kaufen, ich möchte diesen Laden verkaufen, mieten. Ich will den Mietvertrag kündigen. Birgit! Ich weiß nicht, ob ich über den nachlachen soll. Birgit! So hätte man es eigentlich nennen müssen. So, jetzt habe ich... Birgit, Dankeschön. Ich möchte diesen Laden mieten, es kann nicht jemand uns nicht leisten. Sie möchten diese Räume also mieten. Die Miete beträgt monatlich 3.315 D-Mark. Ja, Herr. Nice one. Abgesehen davon, schön beobachtet, wer hat's geschrieben? Stefanie B. Boah, leck der Spock. Korrekt. Schöne Anspielung auf den Spock. Spocki Spock. Lexi, merci für den Fünfer. Bussi auf Sussi. Servus, Bürger, wir feiern dich voll. Kannst du mal meine Schwester Fixi Hartmann. Und kein nochmal Fixi Hartmann. Grüße an die Fixi Hartmann. Wenn's da immer gerade in der Hand hast. Wahrscheinlich dein Hint. Merci für deinen Pumper. Babene. Merci für deinen Zwickel, oder? Merci dir. So. Ja, den wollen wir mieten, Kinder. Reinmieten. Sie haben diesen Laden gemietet. Viel Glück. So hätte er eigentlich noch machen müssen. Dann hätte ich Glück. So. Zack. Los jetzt gleich mit 3.315 Mac. Saubere deutsche Mac. Vom Konto aber da. Legen wir mich auf. Da. Oh. Achievement. Herzlichen Glückwunsch. Ihr neuer Rang in der Welt ist Arbeiter. Ich hab da noch keinen Handstrich nicht da. Ich hab einfach bloß einen Adriano AG angerufen und gesagt, Babene. Von der Schoko-Erdbeer Geschäftsraum Babene. Und dann hat er gesagt, ja, okay. So. Weg mit dem Scheiß und jetzt ist der Makler da oben quasi gespeichert, dann brauche ich noch bloß draufdrücken, dann kann ich ihn wieder anrufen. So, zurück! Was brauchen wir jetzt? Wir sehen jetzt das da, unser weiß Ding da, das ist unser Restaurant jetzt. Ja? Nice! Klicken wir mal rein, schauen wir uns die Gaudi mal rein an. Bam! Beste Grafik ever! Und jetzt dazu hat eigentlich die Leute auch langsam aber sicher mal klar werden, warum der heutige Hintergrund ein Backsteinwandgebilde ist. Darum nämlich. So. Und jetzt werden wir mal aufzwirbeln. Nice one. Irgendwie werden wir unser Restaurant nämlich einrichten müssen. Da kann man jetzt nämlich auch scrollen. Links, rechts. Da, wenn ich mich richtig erinnert, auf dem Holzbredel, können wir in Kich aussehen. Schau dir mal, Alter, was ist da drum? Kich, Alter! Brudi, was ist los? Da kann ich 15 Euro einstellen. Und das ist das Erste, was wir machen müssen. Wir brauchen einen Ofen. Ha? So, jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was das da alles bedeutet. Schauen wir da einmal. Zum Öffnen des Restaurants werden noch Backgeräte benötigt. Ah ja, was ist das?
Das ist mein Lager. Ja, da kann ich meine ganzen Zutaten und so weiter, die musst du einkaufen. Und sonst kannst du es nämlich nicht verkaufen. Dann kauft da keine deine scheiß Pizzas. Was haben wir da? Die Speisekarte. Babene. Kommen wir später dazu. Was haben wir da? Einrichtung und Ausstattung. Wunderschön. Wir brauchen erstmal Öfen. Wenn ich mich nicht alles täuscht, ist das Symbol da auf der Seite. Da gehen wir mit drauf. Küchengeräte. Backzeit, Stück 15 Minuten. Da wird dann auch ausgerechnet, wie viel Pizza dass du quasi in der Stunde schaffst und so weiter. Ja, das ist alles fancy Schüttel für später. Wir brauchen jetzt erst einmal den Einkaufswagen. Ja? Der gute alte Warenkorbbaten, der war 1994 schon präsent. Bam, rein. Und dann gibt es verschiedene Klassen. Ja, oder ich hab so... Das ist so fett, das ist so... Ich hab diese Beutel, genau wie in Monkey Island, so krass im Kopf, immer noch, dass fast weh tut. Da gibt es natürlich verschiedene Klassen und hochwertige Stufen von irgendwelchen Backöfen, Steinöfen, Elektroöfen. Ja? Der wahre Italiener von Welt, der backt seine Pizza natürlich. Aber Beine auf den Steinofen, ne? Aber die können wir uns nicht leisten. Wir können da mal reinschauen. Es gibt einen Bratrost. Wer seine verfickte Pizza auf den Bratrost macht, der kann einmal sauber Treppen geschubst. So. Aber es gibt einen Backofen klein. Ja? Der kostet 1500. Da kriegt 2 Pizzas rein. Dauert 14 Minuten und Qualität ist 38. Ja? Dann, nächste Seite, kannst du hier bleiben. Dann gibt es einen großen Bratrost. Den will ich nicht. Was willst du mit deinem scheiß Bratrost? Fick dich mit deinem Bratrost. Und den Backofen groß. Ja? Da gehen schon 4 Pizza rein. Dauert genauso lange wie bei den kleinen, 14 Minuten und Qualität ist 38. Mehrere gibt's da nicht. So, dann schauen wir mal bei den Steinöfen. Steinofen klein. Der kostet da schon der kleine 3000. Der kleine Exklusivofen ist super schnell, hat Qualität 85, kostet aber schon 7000. Und dann gibt es die ganzen in groß, da kostet das große Ding 12.000. Brudi, dann ist unser Geld weg. Können wir uns nicht leisten. So wie der Arbeit ist. Gehen wir zurück aus, jetzt schauen wir uns den Elektroofen an. Da kostet der kleine 8.000, der große 15.000. Dafür bringst du jetzt 6 Pizzas rein, es dauert 8 Minuten mit einer Qualität von 70. Ja, das ist ganz spät, ganz spät. Schauen wir mal, ob wir heute noch so weit kommen. Das weiß ich nicht. Und dann, da gibt es auch bloß so eine Seiten, mehrere gibt es nicht. Wir, unsere Baustelle, ja, unsere Liga ist hier Backofen und dann leisten wir uns aber den großen. Ja, den leisten wir uns. Den großen Backofen, den leisten wir uns. Den nehmen wir einmal, da klicken wir drauf. Der grüne Batz da. Ich hab so viele Flashbacks in meiner Fresse, dass es nicht mehr aussieht in meinem Shell. Ja, I fucking love this game. So, dann drücken wir da unten auf den Daumen nach oben. Zack. Backofen groß. Stück 1, 2800 Mark. Fralle, vielen Dank für Ihren Einkauf. Für Birgeria Baben Nummer 1. Nice. Und dann kannst du den da herin platzieren. Das war eigentlich so das erste Sandbox-Ding. Das hat damals so viel Spaß gemacht. Sowas hat es damals noch nicht gegeben. Das da voll fancy einzurichten. Ich behaupte, wo du den scheiß Backofen hinstellst, ist scheiß Babene egal. Aber wir haben ja nicht im Sauhaufen Hausen. Den biegt man da links ins Ding rein, den können wir später noch verschieben. So, den biegt man rein. Oh, erster Tag vorbei. Leute, wir müssen in der Woche 3000 irgendwas zahlen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, müssen wir uns schicken. Wow, was ist da los? Was? Küchengeräte 1? Ja, scheißegal, Alter. Scheißegal, wir haben einen Ofen, das ist gut. Ofen wichtig. So, gehen wir wieder aussehen. Mehr wie einen Ofen brauchen wir am Anfang nicht. Wir brauchen mehr Einrichtung und da fangen wir an mit dem Fußboden. Da nehmen wir den Fußboden von Welt und da gibt's so viel, Alter. Da gibt's so viel. Da gibt's Marmorböden. Ja. Preis 28 Mark pro Kache. Haben wir in der Tschechei oder was? Und dann brauchen wir 195 Kachen, der kostet 5, der Boden schon 5000. 5000! Oder du mich kannst mit deinem Marmorboden. Die Kache kannst du, weiß ich nicht, ausschlecken. Wir schauen uns mal die ganz billigen Teufel an. Jetzt pass auf, Secondhand Fliesen. Oh, schaut dir das an. Ja, wir machen farbenfrohe Scheiße. Da für 200 Mark, lege ich eine. So, fancy in Rot, schaut dir den an. Aber so für 200 Mark ist ja gar nichts. Was haben wir da? Teppiche. Und wer legt einen Teppich in sein scheiß Restaurant? Wer möchte da was essen? Oh, Frettfliesen, schau hier. Kostet das Doppelte, aber haben schön weiß. Ja, schaut aus, als wären wir im Krankenhaus. Komm mal da. Oh, mit fancy Farben.
Ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich gespielt habe früher, waren es immer die obersten weißen Fünfer. Immer. Fucking immer. Die haben immer optisch, weißt du, damals ist es noch, da hat man das als Kind noch nicht so verstanden. Ja, so verstanden, dass wenn man die jetzt die teuren kauft und so, dann könnten die so Stats im Hintergrund haben, wie Qualität, dann kommen mehr Leute und so. Sondern ich hab die Fliesen gesehen, hab mir gedacht, hey, die haben weiß, die haben schön, kannst du nichts verkehrt machen, Alter. Aber was ich dir sag, ich hab unsere Fliesen schon gesehen. Hoppala, schaut mal noch weiter, was gibt's noch? Die dunkelblaue oder die weißblaue? Ich weiß es nicht. Die haben auch schön mit grauen Strichel drin. Birgit Busen 26, zweite Handkachel. Mr. Dex made my day. Was haben wir da? Oh, schaut die so. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Da gibt's Fey. Ich glaube, dass ich damals nie so weit hintergescrollt habe, weil ich immer bloß bis zu die weißen Fliesen gekommen bin und mir gedacht, ja, wird schon passen. Die haust der meine. Was soll wir nehmen? Den nehmen. Frale, haus ja meine in die Bude. Ab in die Bude. Nice one. Haben wir die jetzt gekauft? Haben wir die? Oh. Babene. So. So, jetzt Kundschaft am Bonus fressen, oder wie sagt ihr das? Ich sag das anders. Also, wenn es nach mir geht, ja. Aber nach dem Spiel geht's anders. Müssen wir natürlich eine Ausstattung kaufen. Wir brauchen einen Tisch und wir brauchen Stuhlne. Ah? So, jetzt passen's auf. Selbes Spiel wieder, gibt's verschiedene Klassen. Schauen wir uns direkt einmal die Luxusmöbel an. Schauen wir mal eine. Oh, Luxusmöbel. Miss Marple, Alter. Ich hab die ganzen Beutel noch im Schädel. Das ist so. Ich hab die ganzen Beutel noch im Schädel. Den gefickten, scheißbehinderten Marmortisch. Da wo du keine Stuhl anständig ohne stehen kannst. Aber 15.000 Mark kostet. Steffen, Bussi aufs Nussi, merci für den 10er, Puzzle, Dankeschön. Dankeschön und merci an alle anderen. Ich hab's vergessen, ich bin es nicht mitgekriegt. Was schreibt der Steffen? Peer character flying in the air with a red cape and a smile on his face. Who the fuck is a peer character? I don't know what a peer character is. Flying in the air with a red cape and a smile on his face. Who the fuck is a peer character? I don't know, man. I have no idea what you're talking about. So, weiter geht's. Man kauft natürlich keine scheiß Luxusmöbel. So ist es ein Scheiß. Was? Ein Strippstuhl für Birgit Busen. Schauen wir mal in den Schnäppchenmarkt. Ja, das ist unsere Baustelle. Schnäppchenmarkt. Da, sauberer Standard, Holzstuhl mit einem Herzal drin. Ja. Falls hier die Muskatnuss kickt und du mir sauber durchpfeffern musst. Du brauchst nicht mehr Hosen ausziehen. Es geht einfach straight durch. Der heißt sogar Landstuhl Bayern. Landstuhl fix. Ja, jetzt pass ich am Ober. Ubi Dulle. Was ist das? Becker Lemmy Smash Kappa. Was? Becker Lemmy Smash Kappa. Was? Becker Lemmy Smash. Lemmy Smash. Ich weiß nicht, was man sagen möchte. Ubi Dulle, danke für den 5, Alter. Ich sag das, es ist der Landstuhl Bayern. Er ist gekauft. Straight gekauft. Was haben wir da sonst noch? Saloon weiß. Jetzt kaufen wir erst mit Tisch. Erst Tisch und dann nehmen wir einen Landstuhl mit. Was haben wir da? Holz dunkel, Holz hell. Ja, die runden Tische haben Kackbatzen. Die mag ich nicht. Ich erinnert mich daran, dass es rechteckige, lange Tisch gibt, da wo du 6 Leute noch nicht kriegst. Das ist unser Baustelle, die brauchen wir. Da müssen wir schauen, da müssen wir weiter schauen. Da, was ist denn das da? Das steht da schon aus wie Kloschüssel? Ein Bürostuhl? Abgesehen davon, wer möchte auf einem verfickten Bürostuhl sein Pizza essen? Ich meine, ich esse immer auf dem Bürostuhl. Nämlich genau da. Aber ist egal. Das schaut aus wie eine Kloschüssel. Mit einem geschüttgelten Panzer. For fuck's sake. Keine Ahnung. Und das oben drüber ist der LSD-Stuhl. Go away now. What the fuck are this? What is this? Blad. What is this? Der bekloppte Krampus. Merci für den Zwickel. Bussi aufs Nussi. Was schreibst du? Ohne Bier geht gar nichts. Grüß aus der Steiermark. Das ist richtig. Bussi aufs Nussi. Herz als Spam für unsere Lieblingsnachbarn. Ab in den Chat. Hashtag Lieblingsnachbarn. So. Irgendwo hat es auch rote und blaue Tisch mit Tischdeck gegeben. Die haben auch in Ordnung. Da hätten die blauer ganz gut passen. Die findet man schon noch. Ich weiß bloß nicht mehr, in welcher Kategorie das waren. Mal weiter. Da kriege ich auch einen Pixel-Augenkrebs davor. Weg. Small. Da haben's. Pass auf. I fucking guarantee. Nächste Seite haben rechteckige Tisch drin mit blauer und roter Tischdeck.
Schande über den Hauptbürger. Dann Seite 3. What? Das gibt's nicht! Das ist eine Lüge! Das ist eine Lüge, dass es die nicht gibt! Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Da müssen wir nur uns weitergehen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich hab's so klar vor meine Augen gehabt. Das glaube ich nicht. Das sind die Holztisch, die werden wir uns kaufen. Die werden wir uns kaufen. Ah, das sind unsere. Das sind unsere. Sag ich dir, wie es ist. Wo? Ich möchte jetzt sofort die Tische sehen, die rot und blau und rechteckig sind. Alles andere ist eine verfickte Lüge. Young Action. Glaube ich ihm nicht. Das glaube ich ihm nicht. Ich glaub's ihm nicht! Da, Hans! Sag ich doch! Was soll ich denn? In einer anderen Kategorie sind sie drin! Fix, Alter, jetzt hätte ich vielleicht schon ein kleines Schlagerl gekriegt, wenn es den nicht mehr gibt, oder dann hätte ich gesagt, okay, bin raus. Tja, aber dem war nicht so. Köstlich! Also, was für Tisch? Die Holzern-Tisch oder die mit der blauen Tischstück? Blaue Tischstück. Wenn dann blaue Tischstück. Blaue Tischstück und Landhausstuhl. Oder die Holztisch. Holz, schon Holz. Ja gut. Holz. Bierbecken. Die Holz sind halt, ich seh schon, alle wollen's Holz. Holz ist gut, ist gut. Holz ist gut. Wo waren jetzt die, glaube ich, da drin? Klassikkrone. Ne? Was ist das, Alter? Schaut aus wie mein Gartentisch. Klassikkrone, dein Mann. So, jetzt pass auf. Natur pur, die da nehmen. Nehmen wir helle oder dunkel? Dann nehmen wir die dunkle, oder? Und die heller Stuhlen dazu. Hell oder dunkel? Hell. Dunkel. Holztisch. Blau ist blau. Holz blau. Helle. Hell. Dunkel. Dunkel, hell. Dunkel, hell. Das ist 50-50, oder? Was ist mit denen? Ein ganz verrückter Hund. Wir nehmen zum Start einen dunklen und einen hellen. Oder? Alle, die nehmen wir an. Ein Tausender! Was kostet die Welt, Brudi? So, wir haben da ohne Ende Platz. Aber wir platzieren das trotzdem sehr platzsparend. Mal da. Ein. Bam, bam, bam. Dann müssen wir da, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Platz das man lassen muss, dass man die Stühle da platzieren kann. Aber wir lassen einfach mal so 2,5 Fliesen zwischen die Tisch frei. Das kann man noch immer noch umstellen, scheiß der Hund drauf. Und dann, hoppala, dann brauchen wir, zurück aus Schnäppchenmarkt. So, Landstuhl Bayern. Da kriegen wir jetzt 4 Stück, 8 Stück. Und dann kriegen wir links und rechts vielleicht, das müssen wir schauen, ob wir da nicht hinkriegen. So, haben wir mir 8 gekauft. So. Bam. Bam, Alter. Bam, Alter. Wir kommen die, glaube ich, rechte, was? Muscle Memory. It's all about the muscle memory. Wo rechte austasten und dann drehst du die Scheiße. Jetzt probieren wir, ob wir da einen haben können. Ja. Schau dir an. Schau dir an. Da müssen wir noch gleich 4 Stühle bauen. Ja, da kriegst du ordentlich Leute in deine Bude rein. Ordentlich People. People, man. Bam. Schau dir das an. Zuckersier. Ja, du, da kaufen wir gleich neu. Tu es her. Tu es ihm her. 1, 2, 3, 4. Hau ihm die Stühle um die Ohrwascheln, dass er sagt, okay, gibt's das? Hätten wir ruhig noch ein wenig weiter zusammenstellen können, das können wir später mal. Ja? Haben wir später genügend Zeit. Genügend Zeit für die Scheiße. So. Und da hier. So. Jetzt haben wir ziemlich viele Sitzkapazitäten. Warum sagt mir keiner, dass ich die PDF da im Hintergrund die ganze blau markiert habe? Ist ja voll kacke. Ist ja voll kacke. So. Wunderschöne. Kratzen wir uns ein wenig im Bord, weil waschen, das ist nix. So. Jetzt kriegt der da gerade ein bisschen so ein Katte! Kate! Whoever! Gustl ist mein Leben, Alter. Merci für deine 2,50 und ich werde mir einen leisten davon. Ich habe auch so das Gefühl, ich habe so das Gefühl, dass ich am Wochenende einen Kasten saufen werde. Habe ich so das Gefühl. Frau hat Geburtstag. Einen runden Alter. Ja, wichtig. Alter, da wird ja reingedüdelt. So, warum hast du so einen Schlaganfall spät? Kannst du mir das erklären? Was ist da los? Nur zurück aus. Jetzt hat es einfach einen Schlaganfall. Da müssen wir jetzt mal aussehen. So, mal wieder rein. Also hat ein kleines Schlagerl. Seht ihr es auf der rechten Seite, ist ein bisschen kaputt, glaube ich. Ja, es ist kaputt. Kaputt. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt muss ich überlegen, was wir mir damals rumgeschissen haben, bis wir mir Leute in dieses Restaurant gekriegt haben. Also bis wirklich Kunden da waren. Der Schlüssel war folgender.
außertappen. Das große, über mir, seht ihr, das ist da so, das große Pizza-Kochbuch. Und da musst du mindestens ein Standardrezept nachkochen, also nachbauen, und das werden wir jetzt auch gleich tun. Jetzt kommt eigentlich das eigentlich Lustige von damals. Also Pizza nachbauen. Und das werden wir jetzt tun. Ja, freilich werden wir etwas tun. Einleitung. Unser Pizzabuch entführt uns nach Italien. Essen, sagt man in Italien, ist die zweitschönste und wichtigste Sache der Welt. Das Urbrot des Höhlenmenschen sah einer Pizza ähnlich, ein runder Fladen aus Mehl und Wasser, der auf glühenden Steinen gebacken wurde. Die klassische Pizza, so wie wir sie heute kennen, ist etwa 300 Jahre alt. Die alten Ägypter lehrten den Griechen die Kunst des Brotbackens. Bla 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 bla, irgendein Schmunkschmank über Pizza, keine Ahnung. So. Für die Zubereitung, da steht sogar drin, wenn man echte Pizza macht, oder? Für die Zubereitung einer echten Pizza nennt der, was? Pizzaiolo. Pizzaiolo? Va bene, Pizzaiolo. 3 Grundregeln. Herstellen darf man die Pizza nur aus Hefeteig. Ich wiederhole, nur aus Hefeteig. Nur die Teigoberfläche darf mit Zutaten hergerichtet werden. Ah, da hat er sich aber dann mit der Calzone sehr weit aus dem Fenster gelehnt, gell? Die Pizza am besten im sehr heißen Holzofen backen und dies möglichst schnell. Oder? Hat er schon eine Ahnung, der Italiener von Welt. Da hat er schon eine Ahnung. So, jetzt gehen wir weiter. Der Pizzateig, der interessiert uns nicht. Das ist unsere Baustelle. Pizza Neapolitana ist die erste Pizza im Rezeptebuch und die wird jetzt gebaut. Man sagt da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Man sagt oben mal das Rezept, wie viel Gramm von den Zutaten drauf müssen. Wie das Ingame ausschaut. Und das war für die damalige Zeit, es hat so viel Spaß gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht. Jetzt muss ich bloß finden, wie man da... Easy. Muscle memory is everything. Rezeptliste Seite 1. Und das da sind jetzt genau die Rezepte aus diesem Kochbuch. Ja, das früher, da hat es ja kein Internet gegeben. Da bist du nicht, ja, keine Ahnung, ich hab mein Kochbuch verloren. Das zum Spiel gehört, im Prinzip eine Spuranleitung. Lade ich mal schnell runter. Nein! Gibt es nicht, Alter. Hat's nicht gegeben. Wenn du das Heftel verloren hast, hast du das Spiel wegwerfen können. So, wir machen jetzt. Klick mal an. Pizza Neapolitana. Va bene. Mo. Nice. Und dann glaube ich, jetzt warte mal. Auf den Eimer. Oh. Hallo, das Interface. Es ist so gut. Ich liebe es. So, wir haben dann natürlich unseren wunderschön ausgerollten Pizzateig. Und da oben eine Zutatenliste. Rechts oben haben wir so Statistiken, immer nur von unserem Restaurant. Ja, Datum, Uhrzeit und was weiß ich, was ist für ein Bullshit. Das da unten, das ist zum Servieren, das seht's dann gleich. Und oben Zutaten, ja, also Gemüse, Fleisch, Obst und Gewürze. Und das müssen wir jetzt nachbauen. Sag ich euch, was ist. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie ich das jetzt am geschickten anstelle, dass ich das Rezept lesen kann, währenddessen ich spule. Und ganz wichtig ist, an dem haben wir uns früher immer orientiert, da unten das Beutel. Ich schwöre euch, in diesem Heftel war das so groß. Ja, nicht einmal so. Und dann hast du da, haben wir mir da geguckt und haben wir entziffert, wie viele Tomaten der da wo hingelegt hat. Was kann das Beutel, was kann das für Gewürz sein? Ja, das ist das Beutel von Oregano. Das ist aber dasselbe Beutel wie von Salbei und sonst irgendeinem Scheiß. Und keine Ahnung. Aber das bauen wir jetzt. Da liegen ja teilweise Zutaten drauf, die haben oben in der Liste gar nicht drin. Ja, das kann gar nicht so ausschauen. Was ich in diesem Spiel, ich war fast wahnsinnig geworden. Ich sag's euch, was ist, ich war fast narrisch geworden. Narrisch! Aber jetzt bauen wir noch. So. Was? Die Wahrheit ist doch, dass das scheißegal ist. Nein, ist nicht! Das ist ja das Schlimme. Das sagst du jetzt dann gleich. Das sagst du jetzt. Und es war nicht scheißegal, was du auf die Pizza drauf tust. Ist es nicht. So. Jetzt passen wir mal. Jetzt bauen wir unseren Scheiß da mal zusammen. Wir fangen mal an. 420 Gramm reife Tomaten. Klickt man da rein und dann gibt es eine Zutatenliste, was ich super awesome finde. Das heißt, echt viel zeigen. Tomate, Brudi! Da haben wir mir die Tomate hier. Ja? Und wenn ich das Beutel da über mir so richtig, das habe ich aus dem Hobby noch im Kopf, ich sag's euch auch, wie das ist. Hauen wir mir da jetzt Tomaten drauf. Ganz einfach.
ein Klick positioniert die Tomate dann und dann nochmal ein Klick kriegst du das letzte Gemüse nochmal. Ich lege jetzt da einfach einmal Tomaten rein. Ja? Oh, look at this. Pixel Pizza. Hashtag Pixel Pizza. So. Ja, das machen wir schön ausgeglichen. So. Und noch nicht mit. Oder wenn das nicht Papier nicht ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Brudi, gib dir. Oh, was ist jetzt passiert? So. Sehe ich da jetzt irgendwo? Vielleicht auch. Habt ihr jetzt gesehen? Da kannst du die Stickerl zerkleinern. Nice. Was? Schließen wir Wetten noch, wann er es mal liest? Was, lieber Hans? Hab ich's gelesen? Hast schon verloren? Steht 1-0, Bürger 1, Hans 0. Da die Song. Weiß ich nicht. Hättest du mal lieber eingeschrieben, was ich lesen hätte sollen. Hey Bürger, kannst du mal deine Insta-Chats anschauen? Habt ihr was geschickt, Alter? Meine Insta-Chats schaue ich nicht an. Alter, einen Schlaganfall gekriegt. Da kriege ich so viel Scheißdreck geschickt, da ist Facebook, mein Facebook-Postkastel ein Witz dagegen. Hey Liebe! Ist der Greenscreen unten rechts hier? Na, schön. Jetzt ist er hier. So, jetzt ist er hier. Jetzt ist er nicht hier. Nice. So. Wie krieg ich jetzt ich? Wie kann jetzt ich in das Menü da wieder aussehen? Das weiß ich nicht. Ich möchte so gerne ins Menü wieder aussehen. Hallo? Oh Mann. Ich weiß nicht. Was ist denn jetzt? Ich glaube, die Aussiehtapperei, das mag er nicht. Okay. Rechtsklick, können wir es wieder oben. Oh, wieso? Jetzt habe ich gemeint, jetzt habe ich das Spey aufgehackt. Jetzt habe ich gemeint, ich habe das Spey aufgehackt. Escape hat nicht funktioniert. So. Jetzt gehen wir mit euch. Und da hin. Und dann Rezept Pizza Neapolitana, 280 Gramm Gesamtgewicht, 280 Gramm Tomaten. Das sind sauer Zwingen! Ein sauer Zwingen, da gib mir mehr auf, ey! Leg mit dem Schund! Und gleich nochmal! Weißt du, was wiegt nur so ein scheiß Tomaten? 20. Wie viel Gramm brauchen wir? 420. Dann brauchen wir 10, 20, 21 Tomaten müssen auf. 21 Tomaten, Kinder. Kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 420 Gramm Tomaten. Bitch! So, dann. Also haben wir Phase 1, die haben wir da, das ist ganz links, haben wir abgeschlossen. Jetzt brauchen wir Phase 2. Da liegt lauter komischer Zeug, wenn ich mir das so anschaue. Ja, jetzt haben wir zwar schon mal zumindest den Vorteil, dass ich da reinzoomen kann. Hoppala. Aber das darf halt Knoblauchzehen, Oregano, Parmesan. A Parmigiano. Ja, das hauen wir jetzt da drauf, so wie es gehört. Ja, jetzt bei so Wacht. So. Dann brauchen wir einen Knoblauch. Oh, haben wir erstmal einen Knofi auf. Du hast mir einen Knofi her, wo ist denn der Knoblauch drin? Gar nicht ganz, oder? Das ist gar nicht, das ist irgendein komischer Zeug, keine Ahnung. Da ist irgendwo drin. Knoblauch. Gib mir Knoblauch, Brudi. Wo ist er? Erbsenschoten, Porree, Zwiebel. Da, Knoblauch. Hast du eine ganze Knoblauch-Zwiebel in der Hand? Da, das ist nix. Dann kannst du das da im Zerkleinerer. Bäm, Alter. So, laut Bild, ich glaube, das erkennt sogar ihr, gehört da eine mitten. So, eine mitten. Und dann gehört so ein Ring rundherum gemacht. Nochmal zerkleinert. So, nice. Und wie viel genau kennen jetzt da rundherum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, laut Bild kennen jetzt 8 mal die Streusel rundum. Und dann müsste man genau 50 Gramm Knoblauch haben. Ich glaube, ich habe kein einziges Wort, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja gut, schön, Kreis geht anders, das ist mir wurscht. 50 Gramm Knoblauch. Bah, fucking Bene. So, Pizza. Knofi, erledigt. Brauchen wir einen Oregano. Haust du mir einen Oregano her, wo ist der Teufel? Oliven, das weiß ich wirklich nicht mehr, wo die genau sind. Gell? Das habe ich nicht mehr im Kopf. Aber das war wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel verlangt. Ah, Salami. Äpfel, Birnen, das sind die Dinger. Was haben wir da? Da.
Gewürze waren ganz rechts. Gewürze, Kasens weiter ganz rechts. So, Oregano. Oregano, va bene. Wenn wir uns das Beutel jetzt, oder? Wir haben mittlerweile eigentlich nur da. Dann müssen wir den jetzt einmal häckseln. Einmal häckseln bitte. Und dann kehrt der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal rundum gelegt. Brudi, das kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viel Gramm brauchen wir? 32 Gramm Oregano. 32 Gramm, Alter. 16 haben wir erst. Haben wir erst 16. Dann brauchen wir jetzt noch mehr Oregano, aber im Ganzen. Jetzt passe ich am Obacht und dann müssen wir wie so ein fancy Viereck draus machen. Siehst du das? Also so ein Kreuz einlegen. Das kriegen wir hin. Da machen wir jetzt den. Da machen wir den. Oh, nicht wegtun. Nicht wegtun. So. 32 Gramm Oregano, bitch! Nice! Und jetzt Parmigiano. Muss da rechts herin sein, Parmesan. Ich hab mich... Was ist das für Parmesan, Alter? Welcher Parmesan auf der Erde hat jemals so ausgeschaut? Und das habe ich mir als Kind schon gefragt. Keine Ahnung, mein Parmesan schaut immer anders aus. Was soll das sein, Alter? Herr Kinnert, was? Kinnert, der? Merci für den Euro. Häckseln! Da häckselt man sauber rein, jetzt passe ich im Obacht. Jetzt passe ich im Obacht. Einmal häckseln? So, jetzt wird's, weiß ich nicht. Schaut aus wie Bananenscheiben. Überzeugt mich vom Gegenteil. Prove me wrong. Das ist ein Bananenschein. Was oben rechts sehe ich das? Stimmt. Parmesan 20 Gramm. Parmesan 5 Gramm. Schön war halt nur zum Singen, wenn ich das live sage, wie viel Ding. Das ist wieder eine absolute Muscle Memory. Jetzt habe ich nie angeschaut da rechts um. Ich erinnert mich daran, dass ich immer da rechts auf die Zutatenlisten habe und ja, passt oder passt nicht, mehr oder weniger. So, brauchen wir noch mehr einen Parmigiano. Lecker Parmigiano. Und dann kehrt der zwischen, wenn man da schaut, die gelben Punkte, kehrt der zwischen die Oregano-Bladel da eine. So. Ein paar Bananascheiberl. Ein wenig Bananascheiberl. So, schöne Bananascheiberl. Dann haben wir 160 Gramm Parmesan. Haben wir's? Freunde, wissen Sie, was das heißt? Infos. Können wir uns zur Pizza anschauen. Pizza Neapolitana kostet 1 Mac 57. Beliebtheit? Ja, ist so mittelmäßiger. Ist so mittelmäßiger. Also alles Geld, irgendwie für alle, irgendwie für keinen. Keine Ahnung. Aber besser wie nichts, Mann. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Nee. Jetzt kommt es wahrscheinlich dann drauf an, wenn du in einer anderen Stadt bist, wo mehr Angestellte oder mehr Geschäftsleute drin sind und mehr Jugendliche drinnen, dann verkaufst du von der mehr oder weniger. Aber gut. Freunde der Sonne, was ich Ihnen sage, schauen wir mich noch mal an. Unser Meisterwerk. Ba bene! Brr. Wir drücken den Daumen an und jetzt kommt was, wenn ich mich richtig erinnere. Kommt jetzt diese Bewertungsschüttel-Scheiße. Ja, da sitzen jetzt 5 und da ist mittlerweile das als rassistisch angesehen werden, was jetzt da gleich kommt. Sitzen so stereotypisch Leute dort und heben jetzt dann einen Schüttel mit der Bewertung. Maximum ist 20. 5 Leute sind's, dann kriegst du eine Gesamtbewertung. Ja? So, jetzt pass auf. Und erinnerungsmäßig haben die Hintern immer, ja genau. Ja, 97%, oder du die nicht mehr. Brudi, die nicht mehr. Ich versteh nicht, warum ich 97% nicht 100 habe. Ich verstehe die Frau nicht. So ehrlich, was ist, ich verstehe die Frau nicht. Ne? Erkennt man da irgendwelche Leute von damals? Ich hab keine Ahnung. Auf alle Fälle der Typ ganz rechts, der darf halt nicht mehr durchgehen. Ja. Nice, Alter. 97, perfekt. Und wenn du diesen Prozentsatz an Gewissen nicht erreicht hast, dann kommt keiner in dein Restaurant und du kannst es nicht spielen. Und die Originalrezepte musst du so nachbauen, sonst kriegst du keine Prozent mit. Und vorher kommt da keiner, wenn du nur Eigenkreationen online stellst. Ja, Birger, 1994 stellen wir mir eine Pizza online. What the fuck are you talking? So. Da der Vorletzte hat nicht einmal probiert, ja, der gibt einfach so 20 Weih mit dem Mag.
Herr Nick Let's Play richtig gesehen. So. Und der Nyx Gaming übrigens auch. Dann klickt man wieder irgendwo hin, da hat es keine Buttons nicht gegeben damals, keine Ahnung. Oh, zweiter Tag vorbei, jetzt mal Avanti. Ja? So, Pizza Neapolitana, steht jetzt da 0. Was der Nuller bedeutet, weiß ich nicht. Aber wir können das Ding jetzt auf die Speisekarte setzen. Ja? Moment, wo ist unsere Speisekarten? Weiß ich nicht. Für wie viel verkauft man die? 1,57 kostet. Ich hab das früher so gemacht, nach reale Pizzapreise. Und hab dann 8,50 Mark verlangt oder so. Sollen wir ausprobieren? 15 Mark! 15 Mark möchte ich! Ja, der Service! Ja, it's all about the service, Alter! So, Enter! Wo ist jetzt unsere Speisekarten? Gehen wir mal raus. Speisekarten. Pizza Neapolitana für 15 Mark! Ja, 15 Mark! Und ich garantiere euch, die kauft jemand. Irgendjemand ist schon so blöd. Irgendjemand ist schon so blöd. Begabter Krampus, merci dir. Was schreibt er? Der Typ ganz rechts ist der kleine Indianer. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er das wirklich sagt. Aeroflex! Nein, jetzt war es so schön ruhig. Ich flippe halt nicht aus, eben. Ich hab mir heute vorgenommen, ich flippe halt nicht aus. Hab ich Chris vom Sanka Spätschicht, Hashtag Sanitäter, Bitch! Bussi aufs Nussi, merci für deine 25, die sind zu viel. Und du weißt es. You know it. Deswegen sage ich auch nicht mehr recht viel dazu. Zumindest heute nicht. Ja, heute nicht. Am Montag können wir wieder ausflippen. Heute Pizza Connection. Babene. So. Was haben wir jetzt alles? Wir haben unser Restaurant gemietet. Wir haben einen Ofen eingerichtet, wir haben einen Tisch eingerichtet, wir haben eine Pizza fertig, ja, eine original Pizza fertig. Da machen wir jetzt dann auch gleich noch die zweite. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen einen Koch und wir brauchen eine Bedienung. So, wo kriegen wir die gleich wieder her? Ich glaube da. Ah. Köche. Kellner. Und später irgendwann einmal Manager. Ja, dann übernimmt der Manager dein Restaurant, weil später hast du ungefähr 500 Restaurants und dann geht da gar nichts mehr. Jetzt brauche ich erstmal irgendeinen Kochzipfel. So, klicken wir auf Koch. Dann drücken wir da so. Tante Truthahn, du bist die Richtige. Ja, freilich bist du die Richtige. Pizzen am Tag, 200. Brudi, so nicht viel. Anneliese Anstand. Kalle Knallerbse. Die Bezahlung 350. Ja, der kocht ja. Oh. Aber der Typ ist halt Gesundheit 24, der ist jeden zweiten Tag krank. Was mehr mit dem? Das ist ja der Gewick. Na, alter Mann, nehmen wir nicht. Marianne Musik. Keine Ahnung, also schlechter wie Mittelmaß. Also mittelmäßig soll jetzt schon sein. Bruni Bruse. Du reimst dich fast auf Birgit Busen. Aber du kannst ja. Jetzt passen wir auf. Kochen sind wir 30. Gesundheit, Zuverlässigkeit. Ja, das ist schlecht, Alter. Zu schlecht. Wilma Wirbel. Na, ist auch zu unzuverlässig. Der Ilja Iganov. Zuverlässig 90. Kochen sind wir 60. Das kostet aber auch 590. Brudi, 590 ist zu viel. Da schicke ich dich lieber auf einen Lehrgang, was übrigens geht. Tina Trine. Claude Cousin. Schau dir her, Mann. Mittelmaß und saugut kochen können. Ich weiß es auch nicht. Nimm einfach irgendeine. Die, wenn sie dann werfen wir es wieder aus. Carla Krabbe. 340, du bist drin! Du bist drin! Ja, freilich! So, jetzt brauchen wir dann keinen. Da gibt's mir den erstgebesten Trottel. Ja, der AC Ackermann. Wer will bitte nicht vom AC Ackermann bedient werden? Also ich, für meinen Teil. So, okay, Atze! Pietz, du Atze! Atzenpietz! Nehmen! Gib ihm! Dann nehmen wir nicht. Sonja Schlecker. Ja, das wird ein Frauenbetrieb. Hat 290. Servieren 35. Ist ja lächerlich. Da bin ich noch mehr. Nein. Der Bertram Bertel. Ingo Irwisch. Er ist motiviert. Er kann nichts, aber er ist motiviert. So ein bisschen wie ich. Jonathan Jause. Du bist da.
Der Erik, ey, Alter, du bist ja der komplette Versager. Was ist mit dir los? Du hast voll Bock, aber kannst sprichwörtlich absolut nichts. Christian Kralle, Erfahrung. Kann aber nichts, verstehe die Frau nicht. Boah, leck, Paula! Paula Panke! Du kannst am alle, du hast nicht mehr Bock. Du hast keinen Bock und kannst nichts. Nice. Elvira Edelweiss. Ja, sag mal, wer legt denn die Preise fest? Der Arbeitsmarkt von 1994, der ist einfach nicht sehr. Da haben wir doch was. Der 50 servieren, der ist einigermaßen zuverlässig, einigermaßen gesund. Scheiße auf Erfahrung, auf Management und Kochen. Du sollst nichts kochen, du sollst es bloß umeinander tragen. Ja, Pit Pampel, du bist ein Guter. Komm nicht umnehmen. Nein, kann man nicht. Pit Pampel, rein mit dir. Rein muss er. Jetzt haben wir 100 Pizzas am Tag maximal. Also 140 kann der Koch maximal machen. Und 100 können wir maximal ausliefern. Das ist für einen Anfang gelangt, das überall. Was ist das? Um einen ihrer Angestellten auf einen Lehrgang zu schicken, müssen sie erst einen auswählen. Ich hab keine Zeit für einen Lehrgang, Alter. Jetzt mir kein Math. Jetzt mir kein Math. Jetzt brauchen wir noch Zutaten. Freunde der Sonne, wir können nicht einfach irgendwie hergehen und sagen, so machen wir Pizza Neapolitaner. Sagt der Koch so, der Kühlschrank ist leer. Sag ich, na und? Gibt's einen Siemens Luftpizza. Nice. So, wo hat man jetzt gleich wieder Zutaten gekauft? Weiß ich nicht mehr. Doch, weiß ich schon noch. Im Vorratslager natürlich. So, da gibt es auch diese 4 Kategorien, wo wir mir vorher auf unsere Pizza abgeschmissen haben. Und dann gehen wir da mal auf Gemüse. Ja, lecker Gemüse. Und dann steht schon drin, Brudi, Bedarf 1. Ich glaube, das ist Qualität, Vorrat, Bedarf, Verbrauch und Tage, glaube ich. Wie lange das der Vorrat noch hält, wenn es so weitergeht. Und dann gehst du einfach her, gehst auf den Dings, dann gibt es wieder verschiedene Kategorien der Qualität der Zutaten. Ich sag's euch, was ist, am Anfang kauft man mit dem billigsten Schund, der umeinander steht. Weil es einfach wurscht ist. Gehen wir da rein, dann kauft man mir Tomaten. Wie kauft man Tomaten? Da kostet eine Tomaten. Da kauft man mir eine, bam, 36 Cent. Pfennig. Brudi, Pfennig haben es damals noch gekostet. Und ein Knofi, 48 Pfennig. Aber drücken wir mir auf Daumen nach oben, ja? Zuckerberg Facebook-Like. Nice. So, jetzt haben wir eine Tomaten gekauft und noch einen Knofi gekauft. Jetzt schauen wir mal. Ah, hier, Gaius Excellentus. Da kostet der fucking Tomaten das Dreifache. Und der Knofi kostet auch das Dreifache. Wer weiß, was mit die Amerikaner, Alter? Leck mir am Arsch, Alter. Saulus Gemüse. Da wohnen wir. Da kaufen wir halt jetzt einmal, weiß ich nicht, Tomaten brauchen wir mal am meisten. Da kaufen wir dann mit 50. Ja. Knofi brauchen wir auch einiges. Da kaufen wir auch mal 40. Gekauft. So. Und das ist schön, dass sie so weit damals schon gedacht haben, dass der Ort sagt, was für Sachen du auch brauchst und wie viel das verbraucht wird. Und du dir das nicht von Screen zu Screen merken musst. Du kriegst einen Schlaganfall. So, Fleische. Haben wir noch keins? Obst. Haben wir auch noch keins? Wer Obst auf seine Pizza legt, der kann nicht erschossen. Und der Käse. Ja, wir haben einen Käse, Parmigiano und Oregano. Nice. Gehen wir noch einer. Käseloch. Fralle. Gut. Hey, oder, keine Ahnung, wir brauchen irgendwie Käse- und Kräuter Großhändlernamen. Käseloch. Ja, das ist ein guter, den schreiben wir ein. Crossbot, merci für deinen 77. Was ist da schon wieder los? Nein, Leid. Nein, nicht wieder mittendrin total eskalieren. Ich hätte gern so eine Pizza um 15 D-Mark. Müsst ihr ausgehen. Für 7,70 €. So eine kriegst du, die kriegst du. Und was du bist, kriegst noch eine extra dazu. Merci, Crossbot. Herr Stocker, habe Tritt, grüß aus Österreich. Bussi aufs Nussi, merci für den Zehner. Bitte hört jetzt auf mit Zehner zum Schmeißen. Heute hält sie sich einigermaßen in Grenzen. Ja? Ich hab gesagt, einigermaßen. Nicht normal in Grenzen, aber einigermaßen verglichen zu den letzten Montagen. Schon mal nicht schlecht. Ja? Hashtag Käseloch. Beste Großhändler für Käse, Alter. Gemeine. Beste Großhändler am Arsch, Alter. Der hat nicht mehr Oregano im Angebot. Was möchte denn der? Haupt? Alles Käse, hat auch kein Oregano. Ja, Psuffe. Aber heißt halt auch nicht so Gaudi alles Käse wahrscheinlich. Jetzt müssen wir einmal, warte mal, müssen wir Brenner aufrücken und müssen wir Preise vergleichen. Parmesan, 3 Mark. Oregano, 3 Mark 20. Was haben wir da? Parmigiano, oh, da kostet 3,50, obwohl es die niedrigere Klasse ist. Das ist nichts. Da kostet es sogar 4. Der Kruzifix, was sauft's denn hier? Da kaufe ich bei dem, da kaufe ich bei dem.
Also tust du mir 50 Brocken Parmigiano? Parmigiano. Nimm mal 60, weil wir's haben. Weil wir's haben, Alter. Und Oregano nimmst du auch 60 mit. Brauchen wir einen Haufen. Ich glaube, für die nächste, die ist sowieso auf jeder Pizza. So, 370 Mark. Für 370 Mark Kräuter und Käse gekauft. Her damit. Nice. So, hat uns Job gezogen. Unser Geld ist 14.250 Mark. Was ist das für ein Knopf? Den weiß ich nicht mehr. Stimmt. Später hat man Verträge, mit denen ich schließen kann, dass die jeden Tag das Zeug anliefern. Ja, damit du nicht jeden Tag da reingehst und kaufst nur noch Gemüse und Scheiß und was weiß ich, verbringst ein Dreivierteljahr da mit Scheiß kaufen. Das ist natürlich nichts. Ja? Ablaufen kann das Zeug, glaube ich, nicht. Da erinnere ich mich nicht dran, also es wird nicht kaputt. Ja, Leid! Birgeria Babene öffnet die Pforte. Wie geht das? Restaurant öffnen! Ja! Achievement. Sie haben soeben Ihr erstes Restaurant eröffnet. Ihrer steilen Karriere als Pizzabäcker der Nation steht nun nichts mehr im Wege. Oder doch? So. Jetzt haben wir da. Habe ich irgendwas vergessen? Es wird wahrscheinlich ein wenig dauern, bis da der erste Gast kommt. Weißt du nicht? Sollen wir mal Werbung machen? Ja, man kann Werbung machen. Jetzt pass auf. Ja, da haben wir Bestellungen und ja, okay. Es ist 21 Uhr, die Restaurants schließen. Oh, ist der Tagummi? Jetzt dürfen wir dann auch langsam mal schauen, dass Einnahmen kommen, weil wir müssen irgendwie Miete zahlen, ne? So. Wir müssen Werbung machen. Wie ist das gleich wieder gegangen? Was ist das? Produktionsablauf. Ja, okay. Ja, da sieht man dann später, wie viel das gegangen ist. Wird Kapazitäten ausgenutzt sein von die Stühle, von Ofen, nein, das ist der Ofen, was dieses, von den Zutaten, vom Koch, vom Servieren und so weiter. Was haben wir da? Was ist das für Scheißen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ausgaben 405. Beliebtheit beim Publikum, keine Ahnung. Gehen wir mal raus und dann machen wir mal sauber Werbung und dann machen wir nur ein Rezept. So. Anfangen wir klar. Ja, wir fangen klar. Handzettel. Handzettel müssen gleich am Anfang. Gehen wir wieder her. Was kann man da jetzt tun? Handzettel. So. Gut. Jetzt schon hin. Auflage 100 Stück. Kommen Sie zur Birgeria Babene und probieren Sie unsere Pizzen. Wenn das nicht mal der massivste Werbesatz der verfickten ganzen Welt ist, wer da nicht kommt, ich komme wo ich will! Ich komme wann ich will! So. Kann man dann natürlich auswählen. Auflage 200 Stück. Kann ich da keinen anderen Text reinschreiben? Ich mag doch da, weiß ich nicht. Babene, Babene, Hashtag Babene. Und dann müssen gleich kommen. Na gut. Wie viel gehen wir aus? Ja, stresst er mit 1000, ne? Na, 500. Gib ihm die 500. Auflage 500. Kommen Sie zur Birgeria. Ja, rein damit. Rein damit. Die 250, die sind es mir wert. Kosten Plakate. Oh ja. Die ganzen Beutel habe ich auch noch im Kopf. Abgefahren. 1320. Daddy. Streite nicht ab. Daddy. Bald. Schöne Aussichten. Genieße. Pizzalisch. Familienpackung. Surfer Pizza. Robin Pizza. What the fuck, Alter? Und die werden immer teuer, oder was? Ja, nicht mehr abgefahren. Abgefahren nicht mehr. Das nehmen wir an, das hauen wir auch noch drauf. Ja, Werbung ist das A und O. Aber ich glaube, wir nehmen nämlich. So, eine damit. So, muss gegangen. 7 Tage haben wir jetzt da 2650 Mark ausgegeben für die Scheiße. Wenn das nichts hilft. Oh,
Bürgeria Babé Nummer 1. Entschuldigung fürs zu spät kommen. Mein Wecker hat heute erstaunlicherweise nicht geklingelt. Am ersten Tag, Alter! Du besuffene Scheißhausruhe! Marsch an die Arbeit! Dafür bleibe ich eben etwas länger. Das möchte ich aber auch hoffen! So, gehen wir mal wieder rein. Keine alte Sau nicht da. Popularität minus 67. Braucht man mehr Pizzas. We need more Pizza. Dann machen wir Pizza Margherita, oder? Hause, mei. Hoppala. Ja, wo? Ah, auf den Eimer. Warum auch immer auf den Eimer. Egal. So, wir scrollen mit unserem super tollen Kochbuch über mir. Pizza Margherita. Pizza Margherita. Und das Schöne ist, die braucht fast dieselben Zutaten wie die Neapolitaner. Ha? Ist aber wichtig, hau mal auf. So, Achtung, starten, ihr seht es selber, 300 Gramm feinste Tomaten. Wir haben nicht 20, wir haben jetzt 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 60, 80, 200, 20, 40, 60, 80. Müsste eigentlich passen. So. Jetzt spackt es da schon wieder umeinander und ich weiß nicht warum. Sehr fix. 280 habe ich jetzt da nicht zwei wieder weg. 300 Gramm Tomaten. Babene. Mr. Bavarian, habe dritt Pro Gamer von Chef Koch Birger. Merci für den Fünfer, der wahrscheinlich gleich da aufploppt oder vielleicht schon aufploppt ist, ich weiß nicht. Bussi aufs Nussi. So. Was brauchen wir dann? Ah, die muss lesen. Oh, dann schaut mir das erste Battle so, als müsste man einen Oregano rundum platzieren. Fancy Oregano. Da wissen wir ja mittlerweile, wo der ist. Den müssen wir mit zusammensauen. Und dann verteilen wir den 1, 2, 3, 4. Mr. Bavarian, merci dir für den 5er Bussi aufs Nussi. Und da und da. Und dann brauchen wir 2, 4, 6, 7. 7 Mal brauchen wir den. Also, das kann man los, ne? Erste Battle. Fancy nachgebaut. Wunderschön. Wunderschön. Kanton möchte ich hören. Dann sagt mein geschultes Pro-Gamer-Auge, dass da in Bild Nummer 2 nur 2 so Oregano-Bladel überkreuzt sind. Das heißt, wir haben mittlerweile 22 Gramm Oregano. Wir brauchen wie viel? 22 Gramm Oregano. Passt ja. Dann Oliven. Wo sind fucking Oliven, Alter? Na, die müssen da drin sein. Oliven, haben wir schon gesehen. Da kehren jetzt 2, 4, 6 wieder Simmi. Ja, das machen wir jetzt super fancy. Pass auf. Zack, zack. Alter, wenn die nicht gut ausschaut, jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ich krieg von der scheiß Pixelgrafik Hunger. Was geht mit dir, Brüdi? So, nachbaut. Ich muss mir da echt mir geben, weil sonst sagt die Jury nämlich, hey, Arschlecken, Brüdi. Arschlecken, Pietz. So. 35 Gramm Oliven. Hand drauf. Jetzt brauchen wir noch Mozzarella und Parmigiano. Parmigiano. So, jetzt pass auf. Mein geschultes Pro-Gamer-Auge. Da. Sagt das, dass der Parmigiano. Erstmal Parmigiano. Parmigiano. Das ist der ganze? Nein. Was hab ich da jetzt genommen? Das ist ein Pomarino! Pomarino! What the fuck ist Pomarino, Alter? Ich hab keine Ahnung, was Pomarino ist. Parmesan. So, da geht also eine Bananenscheibe mit rein. Ich seh's genau da. Genau da seh ich es. Geht ein mit rein. Wie viel Parmesan brauchen wir? 55 Gramm. Wie viel sind das? 20. Dann, glaube ich, Mozzarella. Ah, Mozzarella! Da habe ich mich einmal gefragt, was soll das für Mozzarella sein, Alter? Mein Mozzarella ist erstens weiß und zweitens eine Kugel. Was ist das für Mozzarella, Alter? Was ist das für Mozzarella? Was ist das Gegenteil von Babene? Non Babene. No. Senor no Babene. So. Zwei Schnipseln. Ah ja. Und diese kleinen gelben Dinger, das sind die kleinen gelben Dinger da außen zwischen dem Oregano rundum platziert. Und da werden wir das jetzt genau so einpfriemeln. So, wieder was ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder haben wir 7? Keine Ahnung. 140 Gramm Mozzarella. Babene. Was? Buonasera.
Staccato! Schottrullo! Ich muss mich kurz am Arsch kratzen. Entschuldigung, muss mich schon am Arsch kratzen. Was? Kriege ich mit dir eine Pizza um 50 Schilling? Weil mit dem kann ich nur einen Heimvorteil leichter rechnen. Dafür, wo kann ich mit Schilling nicht rechnen? Was ist ein Schilling? Was ist denn eigentlich die kleinere Einheit von Schilling dann? Also über bei uns Mark. 100 Pfennig sind ein Mark. Schilling, was kommt drunter? Kreuzer. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Kieselsteine. Groschen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, jetzt wirken wir auf. Jetzt die Pizza ist fertig, Alter. Pizza ist fertig, Alter. Mamma mia. It's a me. Birgerino. Oder? 300 Gramm Tomaten, check. 35 Gramm Oliven, check. 140 Gramm Mozzarella, check. Na, Parmigiano. Der Parmigiano fehlt noch. Parmigiano. Und zwar müssen wir jetzt sauber herreiben. Ha? Parmigiano einmal reiben, dann wird es zur Bananenscheibe. Was vorher war, wissen wir nicht. Und wenn wir noch mehr reiben. Ah, schau hier. Dann ist das so Streisel. Streiseln. Dann jetzt mal abstreiseln. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir 55 Gramm Parmigiano. Und dann drücken wir auf den Daumen nach oben und schauen wir, was der lustige Mann mit seinem Knochen durch den Kopf sagt. Gib mir die 20. Oh! Jetzt 20. Nein! Nein! Was? Und dann Boys! Scheißvolk! 95%! Der muss klar, Alter. Der muss klar, Alter. Mit 25, mit 95 muss ich mit Zwingen geben, das hilft uns nichts. So! Was verlangen wir für den Schund, Alter? Ich meine, da ist Mozzarella dabei, da kann man schon bis 17 verlangen. Wenn's mich fragt, hoppala, was ist denn das? Wo kann man das auch verlangen? Was ist denn? Wahrscheinlich haben wir jetzt das Spiel kaputt gemacht. Ah! 1! Na, 1 nicht! Bist du besoffen? $15,50. Das ist okay, oder? Ah. Mein Geschäftsmann, ich sag, mach 16,50. Muss einem glauben. So, wir haben immer noch keine scheiß Gäste herin, warum nicht? Kruzifix, das ist nicht irgendeine 0815 Scheiß aus Pizzeria. Was brauchen wir noch? Und das hat mich früher schon in den Wahnsinn getrieben. Es hat einfach nicht... Wo bleiben die Leute, Alter? Zutaten brauchen wir noch. Zutaten, Babene, Zutate. Si. Salos Gemüse, ja. Hau mir mal die Oliven um die Ohren. Gib mir die Oliven, 50 Stück, die nehme ich. Nice. Dann brauchen wir noch Mozzarella. Gib mir die Mozzarella. Ja. Kauf ihm 60, hau ihm 60 eine, ja. So, jetzt pass ich mal auf. Jetzt gehen wir raus und jetzt schließen wir mal den Tag ab. Ja? Jetzt schließen wir mal den Tag ab. Und dann sehen wir gleich, ob was gegangen ist oder nicht. Gibt doch keine Zusammenfassung oder was? Was bitte warten, Alter? Bist du besoffen? Fragezeichen. Interessiert mich nicht. Weiß ich nicht, was das soll. Was ist das alles? Zu vermieten. Konjunktur, Inflation. Was ist das alles? Restaurantketten, Marktanteile. Hat noch keiner irgendwas? Was steht denn in der Zeitung? Brudi, was steht in der Zeitung in der Früh? Jetzt ist 9 vor mir, ich will mal die Zeitung lesen. Luigi beging Selbstmord. Hallo EJ! Der Klempner Luigi hat wegen schwerer seelischer Probleme aufgrund seiner Arbeitslosigkeit Selbstmord begangen. Hallo Luigi, press F for respect im Chat. F for respect für den Luigi. Rest in peace, Brudi. So, was haben wir da? Freimodus, Arschlecken.
Kruzifix, das gibst du schon wieder was? Bürgerie bei Ben Nummer 1, Hust stöhnen, morgen Chef. Tut mir wahnsinnig leid, aber ich fühle mich total schlecht heute und kann nicht kommen. Wer macht jetzt Pizza, Alter, du Scheiße aus Ruhe? Werde bald wieder gesund, ja genau, Alter. Hast du deine von deinen Pizzen gekostet? Nun tu nicht so, du Simulant. Sie übertreiben, Chef. Ja, möglich. Kackfrisur. Wer macht jetzt Pizza, Alter? Klang ich schon wieder. Was haben wir da? Nix. Ja, man kann kochen nicht. Was soll ich da für Pizza machen? Soll ich mich hier einstellen, oder was? Gestern noch keine Bestellungen. Aber unsere Popularität ist schon bei minus 18. Seht ihr das? Bei minus 18 nur. Dann da ich sagen, kriege ich immer nur eine Pizza, oder? Dann kriege ich immer nur eine dritte Pizza. Eine mit der Pizza, was gibt's noch für eine? Pizza Quattro Stagione. 4 Jahreszeiten in Klammern, falls irgendjemand sich nicht auskennt. Ja, die macht man, die schaut super fancy aus. Schau mal die so. Die schaut ultra kompliziert aus. Was soll ich machen? Ja, gib ihm. Was soll ich machen? Ich kann nicht mehr klicken, Alter. Was da? Raiden! Wer ist wieder neuer Luigi? Man wendet sich nicht gegen die Familie. Kann ich schwänzen? Cover mal die Werbung. Hashtag ohne Monativ. Keine Kunden. Was hab ich da eh? Da? Werbung läuft. Läuft nur 6 Tage. Die haben wir schon noch. Das passt schon noch. Was mit Werbung? Was habt ihr mit was? Das ist doch Werbung! Brudi! Die Werbung ist gekauft! Die läuft! Vorher ist der 7 Tag gestanden, ist schon 6 Tage dort. Ist Zipfen! Das zieht man, glaube ich, auch jeden Tag ein wenig einen Betrag, von denen ich 2400 habe. Glaube ich. Weil sonst kannst du die Buche, dann kannst du es abbrechen. Ja, totaler Käse. Totaler Käse. Schau mal, was da ist. Ich weiß nicht, was schon wieder umeinander spackt. Da. It's a man commerciale. Pizza commerciale. Ich hab's ja doch, ich hab's gekauft. Es Zipfel. Leck! Ich hab das Speichel gesprengt. Da seid ihr nur mit dem Holzschwert um den Christbaum rundum. So. Außerdem ist unsere Popularität schon bei minus 18 anstatt bei minus 67. Wenn jetzt dann ins Positive geht, Brudi, dann ist hier die Hölle los. Jetzt machen wir hier Quattro Stationi. Eine ins Viech. So, da müssen wir jetzt genau schauen. Die ist ein bisschen more fancy. Brudi, das Pizza more fancy. Da muss ich jetzt das da mal auf Zeiten ziehen, damit ich da was lesen kann. Und vor allem auch was sehe. So, jetzt pass auf. 90 Gramm Tomaten, mit denen fangen wir an. Tomatoes und Fett Tomatoes auf die Schnelle, meine Bälle. Wiegen gemeinsam 14. So, das schaut mich so und schaut mich so. Ja? Linke oben die Hälfte, Tomato. Avere mucho Tomato. Können wir gleich mal schauen. 80 Gramm Tomaten, wir brauchen aber 90 Gramm Tomaten. Wieso brauchen wir fucking 90 Gramm Tomaten? Bist du besoffen, Alter? Brauchen wir noch eine. Ja? Du jetzt die Tomaten hier! Grüezi in Allfeier, die haben wir da noch nicht. So, 90 Gramm Tomaten, super awesome, nice. Und dann brauchen wir Zucchini. Was ein scheiß Zucchini auf einem fucking Pizzatag zum Suchen hat, das weiß ich nicht. Aber er will es so. Na? So, dann nehmen wir da eine. Kreuzbot. 1 Schilling ist gleich 100 Grosch. Oh, jetzt pass auf. Erstmal merci für den Euro. 1 Schilling ist 100 Groschen. 10 Schilling sind ca. 70 Cent, wenn die das interessiert. Jetzt wissen wir es. Interessieren tut es mich so mittelmäßig, aber jetzt wissen wir es. Haben wir wieder was gelernt heute. Merci dir. So, dann drehen wir die auch so super fancy Dose her. Ja, das schaut ja gut aus. 80 Gramm Zucchini, check. Dann brauchen wir ein fucking Oregano, glaube ich. Na, ist das Oregano? Ich weiß nicht. Oder ist es Petersil? Petersil, Alter, das ist die lustigste Pizza der ganzen Welt. Moment, schauen wir uns mal Petersil, wie die ausschaut, wenn wir es zerhäckselt haben. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Tomaten, Zucchini, Salami und Sardelle
auf je ein Viertel des Pizzabodens verteilen. Machen wir doch zuerst das, hä? Sardelle! Ah, ich liebe Sardellen. Ich sag dir, was ist eure Lieblingspizza? Ab in den Chat. Mein Lieblingspizza, stinknormale Pizza Salami mit Sardellen und extra Käse. Ah! Fucking hell! Hätte ich da jetzt Bock drauf. Wo zur Hölle sind fucking Sardelle? Sardelle? Sie. Ja, und zwar Sardellenfilets. Ja, keine ganzen, Alter. Ich friss doch keine Fischköpfe auf der Pizza. So psuffen. So, dann haben wir so her und noch nicht so her. Das schaut doch gut aus. Dann brauchen wir Salami. Salami. Blät. 72 Gramm. Wahrscheinlich wie bei den anderen Ecken auch. 3 so Salamischeiberl her. Dann haben wir wie viel Salami? 60 Gramm. Dann machst du nur so. 1, 2 und 3 halbe. Dann muss normalerweise gelingen. 78 Gramm Salami. Wie viel brauchen wir? 72 Gramm. Dann muss ich noch mal einen runter. Oh no, 72 Gramm Salami. Schaut gut aus. 220 Gramm Sardelle. Wo zur Hölle kehrt denn die verfickte Sardelle da noch hin? Warte, da muss ich schauen. Sardelle? Wo ist die Sardelle? Ich hab's ja vorher schon gehabt, Sardelle. Si, Signor. Si, Sardella. Ah, das sind diese weißen komischen Dinger da. Ich weiß jetzt auch nicht, wo wir die hier verteilen sollen. Tomaten, Zucchini, Salami und Sardelle auf je ein Viertel des Pizzabodens verteilen. Auf das Tomaten- und Salami-Viertel kommt als nächstes der zerkleinerte Oregano. Ganz wichtig. Oregano. Jeweils 3 Stück. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann haben wir 12 Gramm Oregano. Haben wir. Als nächstes kommen auf das Sardellenviertel die Shrimps und die Miesmuscheln. Wo sind denn da Shrimps, Alter? Ah, Meeresfrüchte Pizza ist auch geil. Brauchen wir nicht diskutieren. Nein, brauchen wir gar nicht diskutieren, Alter. Wie viel Shrimps? 60 Gramm. Da machen wir jetzt mit. Nein, die sind jetzt sauber 2, Alter. Sauber 2, die nehmen wir so. Wie viel? 60 Gramm. Dann bekommen wir da 1, 2, 3. Dann haben wir 60 Gramm Shrimps. So, dann kehrt da noch ein Batzal Sardelle auf. Ein Batzal Sardelle. Brudi. 20 Gramm. Das Stückel, wo gehört denn das Stückel hin? Wo soll denn nicht das kleine Stückel Sardelle da hin? Da? Der mal, weiß ich nicht, machen wir einen Rand zu. Machen wir einen Rand zu. Keine Ahnung, 220 Gramm Sardelle haben wir. Dann brauchen wir Miesmuscheln. Eine Miesmuschel. Si, Senor, die müssen wir aufschneiden. Ja? Crack it open. Dann nehmen wir da eine auf. Dann nehmen wir da eine auf. Das schaut doch gut aus. Na, weißt du, was ich dir sag? Die scheiß Sardellenkacke, die gehört ganz klar geschnipselt. Pass auf. So weiß. 5 Gramm. Dann können wir quasi 4 Stück da verteilen. 1, 2, 3, 4. Das schaut doch gut aus. Schaut doch gleich viel besser aus. Na, keine Herzmuscheln. Dann haben wir eine Miesmuschel. Die haben wir eine Miesmuschel. Die haben wir eine Miesmuschel auf. Ja. Dann schauen wir, kurzer Check. 80 Gramm Miesmuscheln. Dann brauchen wir aber 120 Kinder. Dann müssen wir noch mehr reinhäckseln. Das sagt mein geschultes. Klaus World, warum denn? Ich mag heute wird nicht schön. Weißt du, was ich zu dir sag? Bussi aufs Nussi, 25 sind 2, du weißt es. Aber auf dich, Brudi. Prost. Prost, Prost. Zerfix alles zusammen. Du hast wenigstens eine Speckpizza gemacht. Ja, die kommt noch. Brudi, die kommt noch. Merci, Alter, es ist zu viel und du weißt es. Dankeschön. Währenddessen können wir einmal der ruhigen Musik lauschen, Leute. Nice. So. Mein geschultes Programm auch gesagt, in dem zweiten Battle da kehren noch 2 so Miesmuscheldinger auf. Und jetzt sind wir bei 120 Gramm Miesmuscheln. Haben wir. Sardelle haben wir, Shrimps haben wir, Salami haben wir. Wir brauchen noch Bädersee. Bädersee. So. Jetzt pass auf, was steht dort? Dann auf das Zucchini-Viertel die Petersilie. Na gut.
1, 2, 3. Nun kommen über das Salamiviertel die Zwiebelringe. Zwiebeln! Gib mir die Zwiebel. Zwiebel. Da haben wir natürlich eine ganze, weiß ich nicht. Schaut aus wie der Gnovi, bloß in braun. Ein hingeschissener Gnovi. Herr Stocker! Bussi aufs Nussi, mir ist sie wieder im Fünfer. Jetzt leid, tschüss. Klang schon wieder heim. So, Zwiebelringel. Han Programmer. Look at me. I'm the programmer I now. 3 Ringel. Rechts unten hin. Sekt der Blinde. 1, 2, 3. Ja, sehr schön. Ja. Und dann haben wir bloß 6 Gramm Petersil. Wir brauchen aber verfickte 12 Gramm. Und Zwiebel, 30 Gramm haben wir auch. Miesmuscheln haben wir. Auch Mozzarella. Ja, noch ein bisschen Petersil auf. Jetzt müssen wir noch einen Petersil aufsehen, damit wir was zum Loh haben. So. Sagt mein Programmer-Auge vielleicht, wo der irgendwie grob hingehört? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Darum zersabelt man den jetzt. Und dann legen wir einfach direkt da und da auf. Was haben wir? Eve Beef! Jetzt hört's halt auf, jetzt fix letten. Jetzt mag ich auch mal ein bisschen ein Pulver da lassen, ob's du magst. Granatentyp. Leute, ihr seid Granaten-Community, die sich selbst sicher nicht so anschaut. Ha? Ich habe hier den Spaß meines Lebens. Ich muss mir auch einmal so ehrlich sein, ich habe hier, das sind wirklich Glanzmomente, ja. Sowas taugt mir so hart, dass es nur noch schön wird. Dass sich das von euch irgendjemand anschaut, hätte ich vor 2 Jahren niemals erwartet, ja. No fucking way. Vielen lieben Dank, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben da lassen. Dankeschön. Der kostet noch nicht einmal was. Killer! Wie lange habe ich die schon nicht mehr gelesen? Servus Bürger, ich hab gedacht, du machst einmal an auf Grillsimulator. Grüß geht raus an Wauzi, bei dem ist leider gerade das Wetter, der singt den Stream nicht einmal in 144p. Und ich hoffe, du hast schon genug gegrillt für heuer, weil sonst musst du halt im Winter weitermachen. Merci wieder in 10 as always, Christmann Wauzi, und die Grillsaison ist nie beendet. Nie. Außer wenn es Hacki duscht. Bei uns duscht es zumindest Hacki. Ja, ist ja wurscht. Vergelt's gut, Leute. Pussy aufs Nussi. Vielen Dank. An alle, die zuschauen und alle Mitglieder, die ich vielleicht übersehen habe, die heute dazugekommen sind. Vielen Dank an alle alten Mitglieder. Daumen nach oben, nicht vergessen, wer kein Abo nicht da lässt. Sind Leute da, die kein Abo, vor allem auch die stillen Zuschauer, die kein Abo nicht da haben? Warum seid ihr da? Und vor allem wie? Das würde mich immer interessieren. Egal. So. Best Game ever! Wir brauchen immer noch einen Petersil, oder? Nein, jetzt haben wir 12 Gramm um. 12 Gramm brauchen wir, passt. Jetzt gibt der Mozzarella. Jetzt gibt das Wichtigste in der ganzen verkackten Pizza. Der Käse, Alter. Käse, Alter. So, mein Pro-Gamer-Auge beobachtet Folgendes. Da haben auf jedem Eck 2 Stückel um, außer auf die Zucchinis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viel sind das? Mozzarella 140 Gramm. Wir brauchen 185, das heißt, wir gehen noch aufstrahlen. Leute, Ruhe jetzt. Herr Schulz, vergesst für den Zwickel. Jetzt habe ich jetzt langsam zum Lesen. Aber fühl dich aufs Auge geküsst. Bussi. So, das sind wie viel Gramm? Das kann ich mir nicht lesen. 1, 2, 3, 4. Wie viel weit noch? 85. Das sind 2, 4. Dann kommen wir noch 5 auf. 1, 2, 3, 4, 5. Was der Mozzarella am Schluss, der macht die ganze Pizza kaputt. Was ist für Pizza? Was ist diese Pizza? Ist Pixelpizza. Ja? Mit bisschen Fischi. Mit bisschen Wursti. Und was weiß ich was soll. Brudi. Beste Pizza, Alter. Sag ich dir. So. Jetzt pass auf. Das muss ich da noch einen Kasi dran. Nein, jetzt kackt's wieder ab. Haupt. Das ist weg. Haben wir? 185 Gramm. So. Und jetzt möchte ich mindestens 97 aufwärts. Gib mir. Ihr Fotzen. Was sind die Scheiße? Was? Weiß ich nicht genau, kann ich sie nachbauen? Alte 4 Rage Quit, Bitch!
Ja, was sollst du da sagen dazu? Was haben wir denn vergessen, oder? Muss ich noch mal auf Zeiten fahren. $90 Gramm Tomaten, 80 Gramm Zucchini, 30 Gramm Zwiebeln, 72 Gramm Salami, 60 Gramm Shrimps, 220 Gramm Sardellen, 120 Gramm Miesmuscheln, 185 Gramm Mozzarella, 12 Gramm Petersilie, 12 Gramm Oregano. Was soll die Scheiße? Was soll wir? Da kennt man garantiert irgendwo die scheiß Petersilie hier und kein Mensch weiß genau wo. Ich sag das, was ist, ich glaube, ich weiß. Das sagt mir am Beutel nicht gescheit. Ich glaube, die Petersilie geht im Ganzen 3 Stückel da auf. Leute, das hilft uns nichts. Das hilft uns nichts. Was soll die Scheiße kosten? 20er möchte ich haben dafür. Einen 20er. Kommt her schon wieder her. Bürgeria bei Ben. Hallo, ich weiß, ich bin zu spät dran. Ich hab den Bus verpasst. Dein fette Mama ist ein Bus. Kann doch jedem mal passieren, dass mir das nicht normal war. Was soll die verdammte Sauerei? Ah? Sechs das einmal. Mistbritsch noch gesagt, ey. So, jetzt kriege ich dann langsam ein Problem, weil da können die Leute nicht kommen. Hallo! Ich will Zutaten. Kaufe die Zutaten. Oh, nein, die brauchen wir nicht. Herr Bord Zucchini eingekauft, jetzt kaufen wir mal weniger, weil die Scheiße da, das ist sowieso wurscht, solange der erste noch nicht in der Bude drin ist, brauchen wir nichts. Weil ein Lochkäse. Ich gebe das ein Lochfraß. Ich hatte bösen Lochfraß. Warte mal, vielleicht kriegst du mich. Bürgi, du warst nie für mich da. Ich hatte bösen Lochfraß. Da, 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 da. Bürgi, du warst nie für mich da. Ja, das stammt ungefähr aus der Zeit da. Der fucking Dieter Bürgi war ein guter Mann. So, wir haben Zutaten eingegeben. Jetzt kann mir jemand kommen, eine Pizza kaufen, Alter. Ich mag ja bloß eine Pizza verkaufen heute noch. Wir können jetzt nichts mehr außer den Tag beenden. Scheiße, die Gangster sind da. Was soll das für Gangster sein? Wer ist der rechts hinten, der Bebop von den Turtles? Keine Ahnung. Brudi, schöner Laden hier, den du hast. Nur so leicht zerbrechlich alles hier. Für nur 1800 Mäuse bar. Sind wir dein Schutzgeld für Filiale Nummer 1? Ihr Tellerlippenwichser! Muss ich machen, die hauen uns zusammen! Grazie, du wirst wieder von uns hören! Futz da hinten Spacken! Das Restaurant ist auf! Restaurant schließen? Nein! Restaurant ist auf! Da wird uns nichts anderes übrig bleiben, wir, weiß ich nicht. Herr Kreuzbott, hast du eigentlich mal in Larry gespielt? Der war ja auch in der Zeit. Oder habe ich zu viel Hirngulasch gehabt, weil ich das zu früh gezockt habe. Da gibt es eine ganze Serie, es gibt glaube ich 6 oder 7 Leisure Suite Larry Teile, die sich über die 90er ziehen. Ja, ja, auch gespielt. 6er glaube ich am meisten. Was der man jetzt? Müssen wir einen Preis für die Pizza oben oder was? Ja, das können wir machen. Das kriegen wir hin. Machen wir einmal gepflegte 8,50. Oder? Das ist in Ordnung. Dann machen wir 9 und Quattro Stationen, machen wir 9,50. Oder? Der begabte Campus. Was schreibt er? Merci für deinen Zückel. Du musst jeden Tag die Buden aufsperren. Nein, muss ich nicht. Da, siehst du es an der Tür. Da ist geöffnet. Da ist immer automatisch geöffnet. Ja, jetzt drücken wir auf den nächsten Tag und schauen wir, was passiert. Wieder Minusgeld. Ah! Ah! Stop it! Stop it! I don't wanna go insolvent! Ich hab mir so viel Mühe gegeben! Da kauft keine Pizzas! Warum nicht? Oh, unsere Popularität ist bei 4. Jetzt haben wir das erste Mal im Plus. Vielleicht geht er jetzt was.
Vielleicht fängt's ab plus O, dass was geht. Keine Ahnung. Was kostet da jeden Tag so viel? Die scheiß Fernsehwerbung. Geh mir weg jetzt. Wir können die weg tun. Weg. Fuck off. Feuerwehr Jawohl. Servus Bürger. Merci dir. Bussi aufs Nussi. Biereier. Das Bürger, jetzt machst du eine Weißerspitze und dann darfst du Feierabend machen. Grüß aus Freiburg und Grauenau. Ich mag kein Feierabend machen. Ich mag verdammt mal Pizza kaufen. Merci, Leute. Nicht mehr Werbung. Die kostet mir Geld. Die läuft noch 4 Tage. Dann haben wir meilenweit im Minus. Aber ich hab da einen Trick. Das habe ich nämlich als Kind oft genug gemacht, weil das ist so oft passiert. So oft passiert. Wenn ich so weiter mit deinem Lohn gehe, muss ich mit der Peter Zwiegert vorbeikommen. Zwiegert-Zepp! Hol mich aus der Scheiße, Brudi! I need your help! Stop it, get some help, Bürger! Pizzapreise mehr auf den 5er. Oh, Pizzapreise mehr auf den 5er. Die habe ich aber früher auch bei über 10 und so weiter gehabt. Aber hast du schon nicht ganz unrecht, machen wir mal 5 Euro, 6 Euro, 7 Mark, Entschuldigung. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht auch ein Cap im Hintergrund gibt, dass du 4 oder 5 sichere Standardpizzas haben musst. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass vorher schon Leute gekommen sind. So, jetzt passt's auf. Wisst ihr, wie man Geld in dem Spiel kriegt? Pizza-Wettbewerbe. Mir wurscht, ob es gleich 10 ist. Ich möchte eine Pizza kaufen. Vorher geht ins Bett. Da drückt man zum Beispiel da rum auf den Filter. Und dann geht man zum Pizza King. Und dann blinkt der da so ganz klar. Siehst du das da? Das ist ein ganz kleiner Punkt. Ich habe einen Koch. Ich habe einen Servierer. Ich habe alles da. So, und dann geht man da rein. Das ist jetzt dieser Gegenspieler. Mit einem gelben Restaurant. Scheiß auf Gelb, Alter! Und geht da rein, bei dem hocken's drin! For fuck's sake! Weiß ich, warum es bei dem hocken? Was ist mit dem jetzt. Was ist mit dem tun, Alter? Wollen Sie wirklich gegen mich in Pizza Ja, das will ich wohl! Das verzockt man unser ganzes Geld, Alter! Ja! Wie viel wollen Sie riskieren? Alles! Okay! Nein, danke, das Risiko ist mir zu groß. Du besoffener Huren, Alter! Dann machen wir 3000. Deal? Auch nicht. Brudi, machen wir 2000. Ja, wo ist los mit dir? Du Hosenbrunze, 1500. Nein! Ich möchte Geld haben. Ich möchte überhaupt. Da kann man sabotieren, da kannst du Stinkekäse einwerfen. 500. Ja, bitte, habt keinen Bock nicht, oder was? Hast du ganz Geld für dein 1 Stunden ins Restaurant ausgeben? Gut, dann gehen wir zum anderen. Dann gehen wir zum Gentech. Gentech, wo ist der? Der blinkt da herum. Schatz, na ja, der hellblaue Huren, der. Der hellblaue. Oh. Bitchen sind's. Pizza, oh, das ist der viel Geld hat. Das weiß ich noch. Das ist der mit 20.000. Oder mit dem, nein, mit dem. Scheiße, jetzt hab ich schon drauf gedrückt. Außer, nein, fuck. Da hätten wir uns zuerst irgendwas da spielen müssen, mit der später um 15.000. Fuck! Ja gut, hilft nicht, Alter. Ton halt. Sag was kannst. Geschwindigkeit. Mach 5. Ich kenne ihn nur auswendig. Ich garantier's dir. Es gibt 1, 2 schwere, der Rest ist relativ easy. So. Mitschreiben. Okay, Zutaten mitschreiben. Okay. Oh Gott, nein. Ananas, oh Gott, nein. Ananas, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Kiwi, Kirschen, Pflaumen, Äpfel, Apfelbirnen, okay, das kriegen wir hin. Gleich geht's los. Ja, los, Bier, zeigen Sie, was Sie können. So, gib's mir mal Ananas her, Alter. 1, 2, 3, 4. Dann gib's mir mal Himbeer, Alter. Himbeer mit 1, 2, Kiwi, meine ich, haben wir auch gehabt. 1, 2, 3, 4. Dann gib's mir mal Kirsch. Gib mir mal Kirsch her. 1, 2, 3, 4. Dann tun wir einen Apfel daher, Birnen daher. Dann haben wir Brombeeren, glaube ich, auch noch gehabt. Erdbeeren, glaube ich, haben wir auch gehabt. Die tun wir da rein. Die waren, glaube ich, gut. Brombeeren der mit einer. So. Was ist für Scheißpizza? Also, das weiß keine alte Sau nicht.
Ananas, Zitronen, Bananen, Kirsche, Pflaumen haben wir noch gehabt. Oh, Pflaumen waren wichtig. Ich weiß bloß nicht mehr, wo die waren. Ich glaube, die waren da und da vielleicht so. Ja. Dann nehmen wir noch Ananas dazu, weil jemand schreibt 5 Ananas. Ich glaube nämlich auch, dass in der Mitte noch eine war. Ich glaube, das war's! Ich glaube, das war's! Brudi, los! Sieg! Nix falsch, Alter! Falsch! Dein Mann falsch! Hier, 95, easy win, Alter! Easy win, Alter! Nimm mich mit, Alter! Her mit deine 3500! Irgendwie muss ich mir Werbung finanzieren. Da schau ich! 95, 65, ist ja lächerlich! Ja, lächerlich! Bürgerpapier, der gewinnt! Sie! Sie, Senor! Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihren ersten Preis in einem Pizza-Wettbewerb gewonnen! Es wird bestimmt nicht Ihr letzter sein. So, jetzt gehen wir mal zurück in unser Restaurant. Wo ist unser Restaurant? Bürgeria Baben. So, gehen wir da rein. Schauen wir mal. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist, was noch fehlt? Weißt du, was noch fehlt? Dekoration, Alter. Dekoration, Alter. Daniel-Dekorationen. Was gibt's da alles? Ein Springbrunnen für günstige 9000. Schön. Oh, Blumenhaus. Blumenhaus ist gut. Da kauft man mal 2 Tischpflanzen, eine Bodenpflanze und nur eine Bodenpflanze. Ja, her mit dem schon. Gib ihm. So, die tun wir da auf. Haben wir das Dekorieren vergessen, Leute? So, ins Eckerl tun wir eine Blume. Und in das Eckerl tun wir eine Blume. Und in das Eckerl tun wir. Und dort in der Mitte tun wir eine Blume. Blume! Was gibt's eigentlich noch so dekorationsmäßig? Ali-Automaten, Zigarettenautomaten, Kondomautomaten, ein Telefon. Was es nicht alles gibt. Da gibt's Jukeboxes und einen Fernseher. Können wir uns alles nicht leisten. Das können wir uns alles nicht leisten. Kinder, jetzt sagen wir nur mehr auf den neuen Tag, da muss doch jetzt irgendwann einmal ein verfickte Ding kommen. Schauen wir schon noch mal, ob wir schon noch Personal haben. Hab ich die nicht ausgeworfen oder irgend sowas, ne? Da, wir haben alles. Koch, servieren, wir haben alles. Ansonsten machen wir noch so eine Standardpizza und lassen wir Zeit ablaufen. Ich möchte, dass ich so eine verfickte Pizza verkaufe. Wir haben es! Wocheneinnahmen, Kinder. Wir haben 19 Neapolitaner, 15 Margarita und 19 Stationen verkauft. Und das um Punkt fucking 10 wieder. Pro Gamer. Pro Gamer. So. Rechnung. Warum? Jetzt muss ich Personalkosten auch noch zahlen. Die muss ich mir in der Woche zahlen. Das ist ja völliger Irrsinn. So, jetzt schauen wir mal, schauen wir jetzt schon mal schnell. Ja? Da schauen wir jetzt schon nochmal schnell. So leicht nicht, gell? So, wir haben immer nur 3600. Jetzt erzählen wir nur, die Werbung muss mehr auslaufen. Das war einmal wichtig. Die kostet jeden Tag so viel, dass du in die Hosen scheißt. Schauen wir uns einmal die Statistiken an. Monatsübersicht März. Ich brauche eine Tagesübersicht, Alter. Sehe ich das auch irgendwo? Umsatz, Gewinn. Woche, Umsatz, Gewinn. Babene, Alter! Aber ich brauche den gestrigen Tag, brauche ich zum Beispiel. Schauen wir mal. Kriegt man das nicht irgendwie raus? Also ich würde gerne die Ausgaben von gestern sehen. Was haben wir da? Verlust. Oh, Verlust 12.600. Ja, Tagesgewinne. Ich würde gerne die Ausgaben sehen, Alter. Naja, schauen wir mal. Personal 600, Mieten 3315, wenn das gehört, da haben noch 20 Tage. Vorräte haben einen Haufen Geld gekostet, Maschinen natürlich, das war der Ofen. Dann haben wir eine Einrichtung oder einen Haufen Geld und scheiß Schutzgeld, die scheiß Hunde. Und Verkäufe. Tilgung, sonstige. Aber wir haben ja doch, es muss doch irgendwo aufgeführt sein, was mir die Werbung tatsächlich kostet. Die muss doch am Tag so und so viel kosten. Immobilien und Waffen haben wir noch keine. Gehen wir mal nochmal in unser Restaurant rein. Wir haben unseren ersten Kunden! Bester Mann, Alter! Beste Mann, Alter! Aber was kostet dann am Tag? Was kostet dann am Tag? So viel Geld? Die Miete wird nur einmal im Monat abgezogen, das Personal einmal am Tag. Und wenn ihr einen neuen Tag startet, ziehen wir 3000 irgendwas ab.
Bürger erklärt, wie oft er das Spielzeug hat. Auch Bürger, was sind die Tagesausgaben? Ja, das hat mich doch als Kind nicht interessiert. Scheiß auf Tagesaufgaben, Alter. Jetzt ist er ausgegangen wegen euch. Das Zipfen. Nur mehr einige? Da, schau ich. Naja, der Laden hier ist nicht so mein Geschmack. Ja. Und dein obligatorisches New York Yankees Kappe hau ich dir gleich aus deiner zahnlosen Futzen, du Mongo. Was sagt sie? Stören Sie mich nicht. Ich habe keine Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ja, halt dein Maul. Halt dein Maul! So, jetzt pass auf. Na, da können wir auch nichts singen. Können wir da was singen? Ausgaben 490. Was waren meine Ausgaben gestern? Mein Personal. Okay, da bin ich stark. Nachfragewert 250. Zutatenverbrauch 52. Gewinn so und so viel. Bestellungen verkaufte Pizzen. 40. Das ist mal Anfang. Ja? So, machen wir mal ein bisschen mehr Schmackes. Erhöhen wir mal auf 8. Ja? 9. Und die Station machen wir 10. Ja? Dann schauen wir unsere Vorräte an. Haben wir nämlich nicht mehr recht viel. Ja, Tomaten müssen wir kaufen. Wenn wir Tomaten kaufen, Salat, Gemüse, hau ich meine. Ja, und dann siehst du schon, du kaufst da Menge, 60 haben wir jetzt schon, 80, 90, 100. Und ganz rechts steht, wie lang die gelangen nach dem aktuellen Volumen. Und das lassen wir jetzt dabei einmal so, das passt so. Fleisch klangt nur über 11 Tage so. Und der Käse klangt nur über 14 Tage. Das ist 14, das Niedrigste können wir so lassen. Jetzt, neuer Tag, wir schauen uns die Einnahmen an. Tab auf Zeiten. Ah, das waren die Wocheneinnahmen vorher. Ah, jetzt weiß ich es auch wieder. Alle 7 Tage wird dir die Bilanz einblendet. Also musst du dann so einschauen. Haben wir schon doppelt so viel Pi? Oh. Haben wir schon 700, 650 Gewinne eingefahren? Ah, jetzt geht's Pro-Gamen los, Leute. Warum ich trotzdem bloß 1679 am Konto habe, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Mein Gewinn gestern war bei 701. Meine Ausgaben bei 53. Ja, Entschuldigung, aber ich verstehe die Frage nicht. Und wieder ins Lager. Haben wir nur 4 Tage. 4 Tage Tomaten, 6 Tage Knovi. Fleisch schaut gut aus. Käse, Parmesan. Parmigiano geht aus. Da müssen wir ein bisschen nachkaufen. Weil wenn das Zeug ausgeht, dann haben wir selber Schuld. Haben wir mir selber Schuld. Da ein bisschen in Tee, hoppala. Und da ein bisschen in Tee. Das passt. Käse. Käseloch. Was haben wir da? Parmigiano. Gib mir den Parmigiano. Oh, der Parmesan ist teuer. Der Parmesan ist einfach ein teurer Teufel. Da kannst du sagen, was du magst. So. Ich sag das, was ist, mit der wir die Pizzapreise nochmal in Tee. Und zwar auf 12. 13. 14. Und ein neuer Tag. Und schau mal, Minus. Was zieht mir da 3000 Geld ab? Ja, Werbung wird täglich kassiert. Sag ich doch. Wow, Sie sind das erste Mal in argen Finanztönen. Sie sollten sich bemühen, so schnell wie möglich Ihre Schulden zu bezahlen. Und gleichzeitig, Sie waren eine Woche zu 100% lieferfähige Kunden, werden Ihnen diese Zuverlässigkeit danken. Ich kann keinen Wettbewerb mehr machen, weil ich im Minus bin. Wie lange läuft denn die scheiß Werbung? Noch einen Tag. Wir haben 2 Werbung geschaltet, Leute. Das kann 2 Geld gekostet. Die Zetteln hätten gelangt. Jetzt schauen wir uns mal die Tagesverdienste an, wie das läuft. Gar nicht gut! Warum? Warum denn 0? Warum denn? Ich sag doch da Leute sitzen! Müssen wir wieder Preise wieder runter. Wobei 12, das habe ich früher auch gemacht. Machen wir 10, 11, 12. Fix! Müssen wir nochmal. Wir können keine Zutaten mehr kaufen, jetzt hat es uns sowieso. Bank können wir noch anrufen. Minus 4000! Wie schaut's aus gestern? Jetzt warum kauft ihr jetzt keine Pizza mehr? Ich sag dir, da Leute sitzen nur Spacken da. Na ja, da landen sie nichts in meinen Geschmack. Ja, und fressen das trotzdem, aber verkaufen nichts oder was? Bist du besoffen?
Da ist echt noch Pizza essen. Ich esse gerade Pizza Neapolitana. Ich möchte wirklich mal wissen, wo Sie und Ihre Mannschaft backen gelernt haben. Ich hau da gar nicht auf Backen, du Spacken. Das Personal ist auch da. Und schafft 100 Pizza in der Zeit. Ah, Kinder, da müssen wir Bank rufen. Das hilft uns nichts. Müssen wir Bank rufen, sonst ist Game Over, Alter. Banken! Banco Roma, die ruft man an. Banco Roma wieder da oben im Bier hier drin. Kommt sie wieder her, Alter. Entschuldigung fürs zu spät, mein Wecker hat heute erstaunlicherweise nicht geklingelt. Heute ein Fotzen, das wehe nochmal. Ja, bleibst du ein wenig länger, das schaut nicht. Spacken, du. So, Bank anrufen. Leute, brauchen wir Kohlen. Geben Sie mir die Kohlen. Banco Roma. Gib mir die Banco Roma. So. 555 Nase. Leitung besetzt. Scheiße. 7, 5, 1, 8, 2, 7, 2. Brauchen wir Geld. Money, money. 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 Was? Keine Banken. Super. 7, 5, 1, 8, 2, 7, 2. Gib mir die Bank. Na, Herrgott, Selig. Gib mir mal so einen Sog wieder hin. Kreditinstitut Banco Roma. Ihr Kontostand ist im Soll. Wir empfehlen unser günstiges Kreditangebot. Das hat noch niemand geschadet. Glaubwürdig. Glaubwürdiger Mann. Guter Mann. Ich brauche einen Kredit. Wir können Ihnen folgendes Kreditangebot machen. 5.000 Euro, Mark, Zinsen 21%, Laufzeit 12 Monate, monatliche Tilgung 503. Nimm mich! Her mit dem Schund! Ja, haben wir wieder 1.000 im Plus! Haben wir 1.000 im Plus! Die Frage ist, warum wir mir keine scheiß verfickten Pizzas verkaufen. Das ist die wichtigere Frage. Was ist da los, Alter? Ah! Ich weiß nicht. Ich sag dir, da Leute sitzen, die fressen durch eine Pizza. Da ist übrigens auch wirklich gerade besetzt dort gestanden. Ich hab's auch zuerst nicht gecheckt. Ja, dann müssen wir einen neuen Tag anfangen, wenn wir jetzt wieder im Minus sind. Das ist aus. Das ist aus. Alles aus. Okay, es zückt schon mal kein Geld nicht ab. Was ist jetzt? Was ist? Bitte warten, aber es gibt das. Zähl da keins dazu! Was ist das für ein Dreck? Sonstige Tilgung, Verkäufe, 1000. Was haben wir? Wir haben doch nichts geändert jetzt da kurz. Wir haben ja wieder mit der Popularität im Minus. Ja, aber das darf doch wurscht sein. Ich sag doch, da Leute drin sitzen, Kinder. This doesn't make sense, Alter. Meinst ihr echt, das liegt am Geld? Ja, dann machen wir wieder... Dann machen wir wieder 6. 650 Sim. Ja, und neuer Tag. Es geht nicht. Hat sich der Geldbetrag hat sich gerade geändert, oder? Jetzt ist wieder was gegangen. Aber wollen wir gehen oder was? Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist doch... Du kannst später die Preise anhängen, das gibt's nicht anders. Weil ich weiß hundertprozentig, dass ich früher zweistellige Beträge für diese Pizzas verlangt hab können. Das weiß ich hundertprozentig. Wahrscheinlich muss die allgemeine Qualität und Popularität einen gewissen Wert erreichen und dann kannst du die Preise anhängen. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber unser Gewinn von 200 Mark, der ist ja schon am Epsi. Und bei Qualität 29, ja, Pizza-Qualität 29, ja, das kann schon sein, dass das an dem liegt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Jetzt müssen wir eigentlich mal, jetzt pass auf, wenn wir mir, jetzt schauen wir mal unsere Vorräte an. Vorräte haben wir 20 Tage 20, das passt. 13, 14, 34, 6. Sardelle geht aus. Kaufen wir ein paar Sardellen. Für 100 oder so. So, passt. Ein neuer Tag. Und schon haben wir 380 Gewinn. Ja, da muss man jetzt halt ausdifteln, wie viel verdienst du in der Woche, wie viel gibst du in der Woche aus, dass du die Personalkosten und deine Miete zahlst. Und dann hast eigentlich die erste Hürde schon genommen. Ja? Sehr schön. Sehr schön, so mag ich das. Popularität minus 13. Okay, das ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, da schauen wir jetzt mal da rein.
Das ist am Anfang ein wenig lästig, das mit die Vorräte auszutüfteln, da ist die immer wieder kaufen musst. So, dann haben wir doch da einen ganzen Batzen Statistiken gehabt. Ja. Da schau hin. Produktionsablauf. Eine Bestellung, eine Pizza, 2 Geld. Wow. Wow. Natürlich kaufe ich billig ein, teuer verkaufen. Hallo? That's fucking Kapitalismus in a nutshell. Wir vom Koch aus sind heute entscheiden, das passt jetzt schon. Das passt jetzt fürs Erste, passt schon. Wenn wir uns einmal gefangen haben, das ist ganz wichtig. Kapazität. Da sieht man, also Plätze haben wir fähig genug. Ofen haben wir auch fürs Erste fähig genug. Das Erste, was quasi uns ausbremsen wird, ist der Kellner und dann der Koch und was, ich weiß immer noch nicht, was das da sein soll. Was soll das sein da? Ich weiß nicht, was das sein soll. Keine Ahnung. Ist aber auch wurscht! Jetzt haben wir uns nämlich gefangen. Nice! Zutaten? Zutaten könnten es natürlich auch sein, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Das sind wir. Das ist eigentlich die einzige Variable, die noch abgeht zwischen die anderen Dinge wie Kellner, Koch und so weiter, wo irgendwo begrenzt ist, wie viel das man schaffen kann am Tag. Und das, liebe Freunde, ist Pizza Connection. Noch nicht ganz, es gibt noch ein paar Mechaniken und so weiter. Mehrere Pizzas, eigene Pizzas, zweites Restaurant, Manager, Lagerverträge. Ich sag's euch ganz ehrlich, Bock auf noch eine Runde, Bock auf noch 2 Stunden. Nächsten Milke, ab in den Chat bitte, danke. Und in der Zwischenzeit sag ich euch, will ins Bett gehen. Freilich am besten am Montag. Freilich, ja, das freut mich wirklich, dass die Leute auf dieses alte Spiel Bock haben. Ja, nicht, dass wir nur so ein bisschen ins Endgame reinkommen. Ein bisschen. Ja, dass wir richtig Geld verdienen. Bauen wir mehrere Pizzas, muss nächste Woche nicht mehr so viel erklären. Bauen wir die ganzen Standard-Pizzas noch. Besser Koch, ein bisschen Geld machen und so. Ja, ist okay. Wird gut. Nein, gut Spiel. Das ist einfach, das macht immer noch Spaß. Es macht 26 Jahre später immer noch Spaß. Und bis jetzt hat noch kein einziger eingeschrieben, nein. Nostalgie pur, für mich Vollgas. Was ich das Spiel als Kind und Jugendlicher gespielt habe, ist völlig anormal. Und ich liebe es. I fucking love it. Da kriege ich Augenkrebs vor. Ja, Mr. LS, fahren wir dann spielen von deinem Landwirtschaftssimulator kriege ich schwul jetzt. Entschuldigung. Dass ich das Wort benutzen darf, können wir meine Pralin-Squad-Mitglieder bestätigen. So. Es war ein schnell vergehender Abend. Da merkt man mal so, wie richtig viel Bock, dass ich auf das Spiel habe. Wenn es sprichwörtlich hat sich das jetzt auch gefühlt wie vorbei. Pup, vorbei. Keine Ahnung. Ich sehe schon, ihr habt offensichtlich auch Bock auf Retro-Zocken, dann können wir das auch gerne mal durch. Vielleicht finde ich nur ein paar die Spiele, die ich aus meiner Kindheit kenne. Ja. Wann spielen wir mal wieder Satisfactory? Weiß ich noch nicht. Mittwoch in der Woche vielleicht. Aber da ist schon Horror Oktober. Weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Es war eigentlich einmal geplant für einen Samstag. Den Samstag kann ich aber nicht. Letzten Samstag wollte ich nicht, weil ich glaube 12 Stunden durch am Bumsuf programmiert habe. Und dann habe ich einfach keinen Bock nicht nur an mich her zum Sitzen und zum Streamen. Weiß ich was ist. Ja, da fällt uns schon. Es gibt so viele alte Spiele, Alter, die wirklich gut sind, da fällt uns schon was ein. Jetzt steht dann der Oktober vor der Haustür. Da werden wir uns wahrscheinlich einmal Little Nightmares 2 gönnen. Für den Anfang. Dann werden wir uns gönnen Amnesia Rebirth. Dann werden wir uns gönnen Made of Skur, glaube ich, heißt Skur. Oh Gott. Visage Kapitel 3 war toll, wenn das noch fertig wird. Ich bezweifle es aber, dass das noch im Oktober fertig wird. Und was haben wir noch? An Halloween selber, an dem Samstag, da ist sowieso dann mittlerweile wahrscheinlich schon Lockdown. Dann werden wir auf alle Fälle Little Hope spielen. Ja, einen gemütlichen Abend, das ist fast wie Film schauen. Auf das freue ich mich schon, das wird sicher gut.
Und dann sehen wir schon. Haben wir genügend zu tun. Am Sonntag, Freunde der Sonne, kommt ein neues OEZ Lied. Da es nur ein Remaster und kein Remake ist, kündige ich das jetzt nicht riesengroß fett und sonst irgendwas. Ich habe mir mit der Musikquali von dem alten Ding Mühe gegeben. Mehr ist leider nicht rauszuholen. Kommt am Sonntag, Mittag. Und dann da ich sagen, Bussel aufs Nussel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Vielen lieben Dank für die ganzen Donations. Es war mir eine Ehre, sie belustigen zu dürfen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mich heute nicht selber mehr belustigt habe wie euch. Hallo, Cyberpunk kommt dann Ende November. Da ist noch Zeit hin, was wir bis dahin tun, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es jetzt erstmal 1,5 Wochen, 4, 5, 6 Wochen Horrorspiele. Und dann brauche ich sowieso wieder was anderes, weil dann bin ich Brainfuck Level 9000. Mr. Stolzer Löwe, merci. Merci an die ganzen Donations. Merci fürs Zuschauen, merci fürs Liken. Press F for Respect für die Moderatoren. Vielen lieben Dank an die alten Mitglieder, an die ganzen neuen Mitglieder, die immer noch nicht triggert werden. Ich tue, was ich kann. Und dann da ich sagen, schleicht man uns jetzt ins Bett. Und bis am Montag. Was wir am Montag tun, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das lasse ich mir am Wochenende in meinem Vollsure einfallen. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns voraussichtlich am Sonntag, außer ich habe 8 Promille in der Fotzen, dann bin ich ausnahmsweise mal zu Release nicht da. Earthworm Jim, Alter! Ne, Super Nintendo. Schwierig. Da muss ich mich vielleicht mal erkundigen, wie man Super Nintendo Spiele legal emulieren darf und streamen darf. Da hat Nintendo nämlich ein riesengroßes Problem damit. So, und jetzt schleicht euch ins Bett, Bussi aufs Bauch bis zum Montag, Sonntag, bis was weiß ich wann. Haut sich eine Habe! Bis dann, habe ich dir. Wo ist der Stoppknopf, Alter? Ich fahr da immer nur im Pizza Connect.